Aha, mein OBS fängt zu ficken an, okay. Bis dahin bin ich jetzt noch live? Oder hat es mir jetzt irgendwas zersäbelt? Ich glaube, ich war gerade weg. Ja, mein OBS hat Verbindung verloren. Aus welchem Grund auch immer. Aber ich bin wieder da, oder? Bin ich wieder da? Also zumindest scheine ich da wieder da zu sein. Zumindest auf dem Bildschirm da. Da bin ich nebenbei am Laufen. Rot. Ja, das war bei mir. Mein OBS-Set hat gerade ein Problem gehabt. Aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung. Aber gut, ich scheine wieder live zu sein. Ja, irgendwie glaube ich, stimmt zwar mein Bitrate noch nicht, also laut Twitch, aber das wird dann schon passen. Jetzt hoffen wir mal, dass ich heute keine technischen Schwierigkeiten kriege. Naja, wird man schon irgendwie hinbringen. Naja, es war bei mir. Ich habe gerade die Meldung gekriegt, dass sie mein OBS getrennt hat und jetzt aber die Verbindung wieder erfolgreich aufgebaut hat. Also es war bei mir. Price, habe ich die Ehre. Habe ich die Ehre. Eigentlich ist es ja schon 16 Uhr. Ja, stimmt. Eigentlich war es schon 4 Uhr. Das stimmt tatsächlich. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal so danken, da dass es jetzt erst 3 ist, weil wir werden jetzt langsam aber sicher Speien anfangen. Weil wir wollen ja rechtzeitig noch fertig werden, ja? Weil der Dampfi hat ja halt quasi mehr oder weniger sein Jubiläum mit seinen 750 Follower. Bis dahin will ich eigentlich weitgehend durch sein. Dass wir uns da nicht beißen, so quasi. Ne? So, das haben wir ja so. Machen wir mal Pause. Und dann mache ich mal langsam Spui auf, damit ja nichts passiert. Price ist fit bei dir. Heute bist du von Anfang an dabei. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob sie Wi-Fi und du die Worte noch angeschaut habt von gestern. Ja? Aber ich habe Ihnen, glaube ich, wie gesagt, schon so eine kleine Zusammenfassung geben können. Ach, schau hier, das hat er, zauberhaft. Gleich Ton, gleich Beidel. Wunderbärchen. Ein wenig leiser machen, das ist ein wenig laut. Ist die schon online? Wer ist online? Mein Wort? Auf YouTube ja, habe ich es vorher aufgeladen und auf Twitch kannst du es ja ohnehin einen Monat lang schauen. Naja, 100 sind magisch, 500 sind magisch, 1000 sind magisch, 750 finde ich jetzt nicht, aber jeder wird. Ja, das muss jeder selber wissen, um Gottes Willen. Das muss jeder selber wissen. So, ein besseres Leben ist das Kapitel, wo man stehen bleiben hat. So. Gut. Stimmt nicht. So, du hast nur auf YouTube-Wort spekuliert, ja? Die kommt da bei 4 in der Regel 24 Stunden nach dem Stream. Weil vorher darf ich ja nicht, aber Twitch-Wort, die bleibt ja deswegen, die lösche ich ja deswegen nicht, ja? Die bleibt ja gespeichert einen Monat lang. Oder 2 Monate, ich weiß nicht mehr genau. Das mit dem YouTube-Channel habe ich ja eben nur deswegen gemacht, dass sie halt Leute jederzeit das Zeug einmal anschauen können, wenn sie denn irgendwie Langeweile haben oder sonst irgendetwas. Ja? Und dass es vielleicht irgendwann in 20 Jahren meine Kinder mit sagen kann. Naja. So, kurzer Recap. Sollte man besser nicht warten lassen. Kommt. Eisen Django, du gibst jetzt einmal Ruhe. So. Ihr solltet besser nicht rumtrödeln. Dann mache ich es halt so. Kurzes Recap. Wir haben ja gestern einige kleine Sachen erfahren. Ja? Wir haben ja erfahren, dass praktisch vor 600 Jahren oder vor 700 Jahren dasselbe Szenario mit Beschützer und Makulaträger Schame stattgefunden hat. Nur der Unterschied damals war, dass quasi die damalige Beschützerin Elia, glaube ich, heißt,
ist von dem Makulaträger getrennt worden und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass damals die sizilianische Pest war. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf alle Fälle ist deswegen irgendeine Pest ausgebrochen. Ja? So, lang hin und her. Wir haben einen Ring gefunden, beziehungsweise die Amicia hat einen Ring gefunden, eben von dieser damaligen Beschützerin Elia. Und was der Ring auf sich hat, das wissen wir noch nicht. Oder was mit dem auf sich hat, das laut YBO erfahren wir das noch. Ja? Wissen wir aber jetzt aktuell noch nicht. Die ganze Insel ist jetzt mehr oder weniger auch von Ratten überfallen, also sprich von der Pest heimgesucht. Und wir haben es wie durch ein Wunder mehr oder weniger unbeschadet da wieder durchgeschafft. Auf der Insel haben wir jetzt aktuell in dem Schloss, wo der Graf und die Gräfin sitzen, unsere Mama sowie als auch der Luke, die haben jetzt auch bei uns auf der Insel. Und die Gräfin möchte uns jetzt sprechen und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt da weitergeht. Ich sage jetzt einfach einmal, wir werden das heute durchspielen. Wie gesagt, vorausgesetzt, der YBO hat sich jetzt nicht noch um 6 Stunden verschätzt. Ja, also bis ca. 6, halb 7 sollte man das Spiel laut seiner Aussage, wenn es 3,5 Stunden noch geht, durchbringen. Und dann haben wir mit Plugtail fertig. Mit einem freudigen und mit einem weinenden Auge. Ja. Habe ich die Ehre, bin schon da. Perfekt zum Start. Wifi, habe ich die Ehre. So, und jetzt gehen wir dem Eisenschale mal noch, weil sonst dreht uns der nur durch. Möchtest du nicht deine Laterne mitnehmen? Wisst ihr, was der Graf von mir will? Nein. Ich dachte, er wäre mit Mike, habe ich die Ehre. Angelegenheiten beschäftigt. Hey, Zemprus kämen Zusehen pünktlich. muss dringend sein. Benehmt euch in seiner Gegenwart würdig. Es herrschen dunkle Zeiten. Er ist genauso betroffen wie wir. Alles klar, werde ich. Genau, weil morgen 1400 sage ich später nochmal was dazu. Das Haupttor ist vorerst sicher genug. Aber der westliche Wall ist immer noch schwach. Wenn die Ratten dort eindringen, können wir die Verwundeten nicht mehr evakuieren. Ich will wissen, wo die Ratten herkommen. Schickt Späher aus. Wenn wir einen Weg finden, sie zu hemmen, aufzuhalten oder direkt in die Hölle zu befördern, ist es das Risiko wert. Mein Herr, sie ist hier. Gut, dieser Krieg ist wie kein anderer. Aber es bleibt ein Krieg. Wegtreten. Ob die wissen, Und dass das vom Hugo ausgeht? Es ist noch nicht vorbei. Jawohl. Komm, ich brauche dich. Verstanden. Graf, Ob der schwitzt da drin hat? Ihr habt diese Biester überlebt? Gerade so. Tut mir leid um euer Land. Ein Herrscher sollte wissen, dass kein Frieden ewig anhält. Aber ich muss zugeben, dass ich nach Jahren des Krieges gehofft hatte, dem wäre so. Verstehe. Die Narben sind noch frisch. Sie beherrschen den Geist, obwohl man bloß Ruhe will. Verzeihung, Nein, bitte. Es stimmt genau. Das ist menschlich. Denke ich. Stimmt. Aber das hält dich nicht davon ab, zu kämpfen, wenn es... Es ist eine gute Frage, ob Schweiß eine Rüstung zum Rosten bringen kann. Je nachdem, ob die damals legiert war. Ich glaube, dass er ganz schön schwarz am Drang hat. Ich glaube auch, dass der ganz schön schwarz muss. Ja, Minimal. kommt der Sohn wirklich? Die Anzeichen sind klar. Ihr meint die Ratten? Nicht nur die Ratten. Komm, sieh es dir selbst an. Ja, Gibt's eine Rüstung in 3XL? Ich hab keine Ahnung, ich hab noch nie eine getragen. Und ich hab auch beim Zion auch noch nie eine gesehen. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Weiß ich nicht, schau mal auf Amazon, da gibt's eh auch einen Blempe. Ja, das war klar. The fuck? Emilie will den Jungen, Amicia. Es tut mir leid, aber ihr Entschluss steht jetzt fest. was meint ihr damit? Dass dein Bruder der Sohn der Glutasche ist. Sie muss ihn haben, also musst du sterben. Nein, nein, hört zu! Ihr liegt mit allem falsch! Mit eurem Kult, mit allem! Du hast wahrscheinlich recht, weil ich das meiste davon erfunden habe. Und ich hab's für sie getan. Was? Emilie, ihre Eltern raubten ihr den Verstand, sodass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Sie vergiftete sich selbst. Ich brachte sie her und erzählte ihr die Geschichte des Sohnes der Glutasche. Ah, weil du so Glatzkipfer der Hurensohn bist! Sondern in Hoffnung für die Menschen verwandelt. Was versuchst du da? Nimm dein Schicksal an! Ihr habt sie an... Ich hau den Kerzenständer um! Miststück! Hugo, lauf!
Ah, so ein Trick haben wir, ha? Ah, das hätte ich ja jetzt wirklich nicht gedacht. Die soll der Blitz beim Scheißen treffen, das sagt er, wie es ist. Ich werde sie nicht verlieren. Fahr zur Hölle! Wo willst du hin? Du bekommst ihn nicht! Weiter! Nach rechts, komm schon! Schnell! Du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ja, ich schon, aber du nicht. Fahr zur Hölle, Arschloch! Ich wollte geduldig sein. Nein, nein! Du kriegst ihn nicht! Ich finde dich. Du wirst sterben wie ein Köter. Hey, was ist hier los? Ich brauche Hilfe! Bitte, wie komme ich hier raus? Wer bist du? Wo ist Aber das ist jetzt teleportiert oder was? Hinter der Eis. Sei still! alle raus hier? Bleib außer Sicht! So, nur wir zwei. Ich muss hier weg! Ja, wie? Ach, da bist du. Amicia, du bist so laut. Aber wieso es eskaliert das jetzt? Jetzt haben wir keine 5 Minuten im Spiel und es eskaliert schon wieder so. Da bist du ja. Ja, toll, wie... Hey, wir haben ja keine 5 Minuten im Spiel. Was ist denn er für ein Arschloch? Jerry, hab ich dir. Ja, der Puls rast. Wo ist sie? Hinter der Eis. Sei still! Alle raus hier. Bleib außer Sicht! Du kommst hier sowieso nicht raus. Wo bist du hin? Ja, da können wir auch nicht drüber. Ja, warte mal, ich muss jetzt erst einmal schauen, wie wir da rauskommen. Verdammt! Du kriegst mich nicht! Ah, da geht's raus. Oh, da war jetzt... Oh, da war ein böser Grafikfehler. Ich hoffe, dass ihr nicht gesehen habt. Ich habe jetzt gerade keine... Ja, natürlich laufe ich jetzt falsch, ist eh klar. Du Irrer! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Du wirst verschwinden. Wehre dich nicht. Ja, ja, toll, bei ihm natürlich wieder falsch gelaufen, bin ich eh klar. Wo ist denn auch sonst? Mal straight in die Sackgasse gelaufen. Wo ist sie? Hinter der Eis. Sei still! Alle raus hier. Ist halt natürlich jetzt nicht förderlich, dass ich einen Anbruch habe. Ich weiß, es scheint ungerecht. Aber du hast keine Ahnung, wie man herrscht. Krieg ist einfach. Fliehen ist zwecklos, Amicia. Verdammt! Du kriegst mich nicht! Okay, also geradeaus laufbar keine gute Idee, wir müssen links weg, da war nämlich nur ein Gang. Hey, was ist hier los? Nicht da eine, sondern da oben. Nein, betreten verboten. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Das Wenn er sie angefasst hat! Es ist zu spät. Sie weiß, dass er existiert. Scheißkerl! Scheißkerl! Die Leute glauben Red mich, Kamasch! an den Sohn. Bleib weg von mir! Verstehst du nicht? Das alles ist größer als du. Gib auf! Ja, wir laufen wieder. Bruder auf! Es könnte so einfach sein. Du Irrer! Ihr werdet alle sterben, wenn ihr ihn uns wegnehmt! Sei nicht so dramatisch. Du wirst verschwinden und niemand wird dich vermissen. Gib einfach auf. Du hast so lange eine Lüge gelebt, dass du die Wahrheit nicht mehr siehst! Die Wahrheit ist, dass alles außer ihr verdorben ist. Keine Ahnung, ob er mir da richtig hand. Die Welt am Leben. Wir beschützen deinen Bruder vor dieser Verdorbenheit. Spiel wir, weißt du? Fahr zur Hölle! Du Schwein! Ich muss die anderen finden! Schnell! Ich muss irgendwie wieder nach oben! Ah, da ist auf alle Fälle ein Tier. Meine Schulter ist endgültig ruiniert. Es tut so weh. Kein Ausgang. Ah, da hinten ist ein Gitter. Jetzt Moment einmal. Ein Tor. Ich muss das irgendwie öffnen.
Da muss also irgendwo ein Mechanismus sein. Aha, ich habe eine Kurbel gefunden. Eine Kurbel, die wo man kurbeln kann. Mit einem Arm. Das muss schon irgendwie gehen. Du kannst Lastwagen auf Sport 1 ziehen, also wird so eine Kurbel erzählen, wieder. Verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell weg. Ich höre dich. Du wirst nachlässig. Du kannst damit kreuzweise, du Arschloch. Ja, wo ist denn der da jetzt reingekommen? Da, oder was? Ich muss ihn abschütteln. Komm her. Komm. Du sitzt in der Falle. Ja, bleibe in der Tür hängen. Oh, ist das ein Scheiß. Ich muss irgendwie wieder nach oben. Ja, jetzt Moment einmal. Der kommt von wo... Ah, da war's durchgegangen. Endgültig ruiniert. Oder war's da durchgegangen? Nein, da können wir wieder in den Raum rein, da wo dicht ist. Okay, also in die Tür nicht rein. So. Wir müssen wieder nach oben. Aber von wo kommt er? Er kommt von der Tür da raus. Er kommt von der Tür da raus. Normalerweise. Jetzt Moment einmal. Da ist die Kurbel, um das Ding aufzum... Da noch zwei Gitter. Warte mal, von wo haben wir denn wir gekommen? Von da hinten, meine ich, oder? Ah, wir haben ja die Tür da reingekommen, wo er dann reinbricht, oder? Ja, wir müssen... Ja, ist eh klar, wir müssen dann da wieder aussehen. Muss auch fast so sein. Anderen Weg gibt's ja nicht. Er kommt... Von rechts irgendwo. Hallo? Verdammt, das ist zu laut. Auf die harte Tour also. Keine Zeit. Schnell. Ah, der kommt jetzt von da hinten. Du wirst nachlässig. Ich muss ihn abschütteln. Kein Ausgang. Ja, der kommt halt von... Verstecken. Verdammt, wo bist du? Komm her. Komm. Du sitzt in der Falle. Ja, das stimmt wohl. Weiter. Du schaffst das. Wo bist du Da hier? geht's aber auch nicht durch. Wir verstecken uns da einfach einmal. Verstecken ist sinnlos. Es gibt kein Entkommen. Du sitzt hier fest? Wohin du auch gehst. Ich finde dich. Dafür wurde ich ausgebildet. Müssen wir mir... Jetzt Moment einmal. Bleibt das Gitter unter, wenn wir mir... Weh, nicht wahr? Ich kann den Schmerz lindern. Vertrau mir. Halt deine Klappe. Wo könnte es sein? Versteckst du? Amicia, komm zu mir. Oh, Mann, das ist lästig. Du bist endlich erwischt. Ja, der findet mir jetzt quasi überall. Na komm, mach weiter. Hugo, Mutter, Lukas. Sie sind alles, was zählt. Ja, wie soll ich mich denn von dem jetzt verstecken? Ich habe lange nicht mehr gejagt, seit ich Emilie kenne. Und du bist eine würdige Beute. Ich bring dich um, sobald ich kann. Müssen wir mir... Moment einmal, ist es im Bereich des Möglichen, dass wir mir die Kurbel kurbeln müssen und uns nebenbei verstecken müssen, damit... Moment, das finden wir jetzt einfach. Emilie mag dich, weißt du. Aber du bist eine zu große Bedrohung. Für uns. Für den Verdammtes Geräusch. Ja, das ist tatsächlich ja so. Das ist tatsächlich ja so. Das Tor muss... Das müssen wir aufmachen und uns stellenweise verstecken. Das kommt jetzt eine Zeit dauern, bis wir das geschafft haben.
muss ihn einsperren. Wie? Wie einsperren? Hab ich dich. Wo bist du hin? Ja, den kann man einsperren? Ach, indem man die Tür zumacht. Wo könntest du sein? Stimmen vom Spiel sind sehr leise. Dann machen wir einfach später ein wenig lauter. Ja, okay, das passt. Ja, geht der noch mal woanders hin? Ja, scheinbar nicht. There you are. Ah, jetzt haben wir wieder auf Englisch, oder was? Hat sie jetzt Sprache wieder versteht, oder was? What the fuck? Wo bist du hin? Du kommst hier sowieso nicht raus. Was? Du dreckige Kleine. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der da drinnen hängen bleibt. Ich glaube zwar nicht, aber das werden wir jetzt rausfinden. Schneller! Na los, komm schon! Ja, nicht. Töte dich. Lassen wir uns lieber nur mal Zeit, weil da haben wir nämlich noch eine zweite, die wo wir einsperren können. Das Spiel trollt die schon gescheit, ja. Versteckst du dich? Amicia, du kannst dich dahinter nicht verstecken. Nein, 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 in die andere Richtung. Los, los! Alter, ich hoffe, dass der so einen elendig dreckerten Tod stirbt. Den dreckertsten, was du dir vorstellen kannst. Ausgang. Läufst du schon wieder weg? Du bist unermüdlich. Halt deine Klappe! Du hast es geschafft. Oh, du erinnerst mich an alte Zeiten. An mich? Jetzt weiß ich, wo dein Blut fließt. Bitte, hör auf, das ist Wahnsinn! Gehen wir mal rein. Ich kann nicht! Nicht Was ist jetzt? ohnmächtig werden. Hugo, sie holen ihn. Mutter, Lukas, Sie müssen hier weg. Auch wenn es weh tut. Okay, der... Das ist alles. Du kennst das Gefühl. Nutze es. Nutze es gegen sie. Ich schieße ihm einen Armbrustbolzen in sein dummes Pipperlein. Das sage ich, wie es ist. In alle beide euer, links und rechts. Habt keine Angst. Ja, ihr habt versagt, aber dieses Kind gehörte nie wirklich euch. Ich bin so erfüllt von ihm. Hugo heilt nicht die Wunden der Vergangenheit. Er wird eure Leere nicht füllen können. Ihr werdet sterben. Alle werden sterben. Nein. Er wird geliebt. Er wird strahlen. Noch mehr als die Sonne. Und die Dunkelheit abwehren. Und ich bin die Mutter, welche ehrenvoll einen Gott großzieht. Seid still! Ihr habt kein Anrecht auf diese Familie! Amicia! Wie kann das sein? Du lebst! Wo ist Hugo? Da drin! Los, lauf weg!
Endlich! Verzeih, Liebes, aber sie lässt sich nicht bezwingen. Ja, endlich mal ein Schwert. Nun gut. Eine Aufforderung? Ich nehme an. Du hast mich überrascht. Ich bin beeindruckt. Du bist bemerkenswert. Du stellst dich mir. Und du bist vollkommen überzeugt davon, dass du mich besiegst. Das bin ich! Vergesst meinen Bruder! Oh, so enthusiastisch. Es brennt ein Feuer in dir. Aber Ich hab so ein Vermutung. Feuer, das nicht gezügelt wird, kann einen Soldaten von innen heraus verzehren. Ich bin keine Soldatin! Oh, ich weiß. Du kämpfst, weil du keine andere Wahl hast. Ich wählte dieses Leben. Deshalb wirst du scheitern. Ihr redet zu viel, Feigling! Los, behaupte dich. Sei standhaft. Du musst das Schwert besser halten. Ach, was für eine Schande. Kämpfe nie, um dich nur zu verteidigen. Kämpfe, um zu töten, zu siegen. Was du auch sagst, du bleibst ein Feigling! Wer bist du, mich herauszufordern? Ich bin Amicia Derun! Ach, hör auf. Und ich knie vor niemandem! Was? Siehst du? Und jetzt kniest du doch. Hört auf! Bitte, hört auf! Von einer Mutter zur anderen. Genug gespielt, Viktor. Deswegen sind wir nicht hier, oder? Verzeihung. Der Krieg hinterließ Spuren bei uns. Er kann es mitunter übertreiben. Du kehrst auch Akzent. Ich bewundere euch. Eure Kinder sind stark, eure Bande sind stark. Nun, in ihrem Alter konnte ich von so einer Liebe nur träumen. Doch es geht nicht nur um uns. Wisst ihr, Liebe muss geteilt werden, muss sich in Licht verwandeln. Dann strahlt sie auf die ganze Welt. Dies ist die Bestimmung des Sohnes der Glutasche. Liebe kann töten, Emily. Wenn ihr das eines Tages erkennt, wird es zu spät sein. Die zenden aber jetzt nicht ernsthaft einer Mama. Für euch wird es zu spät sein. Ich bin so stolz auf dich. Amicia? Mama? Ich fühle mich so... Amicia? Mama? Amicia? Lukas? Wo seid ihr? Wo sind denn nur alle?
Spielen wir jetzt 20 Minuten. Ungefähr. Und in den 20 Minuten ist von der Intensität mehr passiert, als wie die letzten 16 Stunden, wo wir das gespielt haben. Def habe ich die abgesehen davon. Ich weiß jetzt nicht, was ich da dazu sagen soll. Also, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie heftig das jetzt dann ausgeht. Und ich konnte mir vorstellen, wir werden es jetzt erfahren, abgesehen davon. Wir kommen nicht drum rum, so gesehen. Und ich glaube, dass jetzt dann eine gewisse Person, sollte das jetzt wirklich passiert sein, was wir mir jetzt da gerade gesehen haben, ja, dann wird es mindestens eine Person geben, ja, vermutlich die Person, die wo wir mir jetzt steuern, die wo dann aber komplett Abriss macht. Def, was fit bei dir? Was ist die letzten 20 Minuten jetzt passiert? Ich kann by the way nicht laufen. Gemütlichkeit? Sehr schön. So soll ja Sonntag sein. Zauberhaft. Ich find's geil, dass die Entwickler komplett übers Kreuz gehen. Aber das kann ich vorwegnehmen. Ja, wir haben noch, es wisst die wo schon länger dabei sind, wissen, dass ich nachdem ich ein Spiel fertig gespielt habe, immer so mein Fazit über das Spiel abgebe. Und da braucht man kein Geheimnis draus machen, dass das ein 12 von 10 hat, das Spiel. Unabhängig davon, wie das jetzt dann ausgeht. Ja? Ist scheißegal, auch wenn da alles verreckt. Das Spiel hat am Ende 12 von 10. Ohne Wenn und Aber. Das ist Fakt. Das steht fest. Aber jetzt bin ich erst einmal bedient. Noch 20 Minuten. Und ich hoffe, dass das nur ein Traum war. Ich mach's mute und klein, wollt's da spielen? Kein Thema. Kein Thema. Lass dich nicht spoilern. Nur so viel. Spiel's. Ohne Scheiß, spiel beide Teile. Tu dir den Gefallen. Ist das ein Traum? Nein. Das ist echt. Oh, da ist jemand. Die haben aber jetzt nicht noch die Mission umgebracht, oder? Was tut ihr da? Emily? Oh, mein liebster Junge. Du solltest zurück ins Bett gehen. Hugo, ist sie tot? Nein, nein. Geh wieder ins Bett. Victor, bring ihn zurück, bitte. Ja, jetzt ist aber Ende. Jetzt... Ganz dreckert, Hugo. Richtig dreckert. Die verseigtesten Ratzen, was du hast, die nimmst jetzt. Oh ja, er ist es. Ich wusste es. Emily, ich hole dich! Nein, aber was machst du? Bitte nicht. Bitte. Ich bin die bessere Mutter. Ich bin die bessere Mutter. Du brauchst mehr Ratten. Bitte. Alle Raten, die was du hast. Was müssen jetzt tun? Sie steckt fest, erledige sie, ruf mehr! So, Sie wollen Blut. jetzt ist Abriss, Freunde der Sonne. Was macht ihr da? Wir zahlen es dir heim! Mach weiter, Hugo! Was ist das? Halt! Sie tun dir nichts, mein Sohn! Sie wollen nur sie! Am fetten Scheißdreck. Ihr werdet alle sterben.
Du Schupferbrunzen, du Seitenträgerin! Der einzige Fehler auf der Welt bist du! Kommt zu mir! Gebt uns euer Blut! Die sind viel zu nah! Weiter! Es funktioniert! Es kommt noch mehr ran! Nein, ich fress dich auf! Er hält nicht durch, Amicia! Gut! Lass ihn! Ja, so ist es schön! Geschafft! Jetzt bist du dran, Emily! Jetzt vergießen wir dein Blut! Stirb, du Trägerin, Arsch, du! Evelyn, nein! Nein! Nein, Und du bist der Nächste! Es ist zu Lass mich spät! los! Lass mich los! Nein, die Menschen brauchen euch doch! Herr! Werdet diese Insel nie verlassen! Ich beende das! Amicia? Amicia, wo bist du? Ich bin hier! Oh nein! Hugo! Hugo! Nein! Hugo! Nein! Wehe! Antwort! Sag doch was! Hugo! Nein! Oh, danke! Danke! Es geht uns gut. Dir geht es gut. Alles ist gut. Oh nein, die Schrift gefällt mir nicht. Das Kapitel nichts bleibt. Das gefällt mir gar nicht. Bitte, Hugo. Sag doch was. Sieh mich an. Bitte. Ich brauche dich. Ja, der ist geschockt. Das kostet 4 Stellen. Wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Lucky ist ein guter. Hab ich von Anfang an gesagt. Jetzt hol tief Luft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zuschauer aktuell aktiv da haben, ja? Sag ich ja nicht. Aber ich möchte jetzt mindestens 5 verschiedene Menschen sehen, die wo ein F für einen Hugo und für einen Amicia ihre Mama in den Chat einschreiben. Ja, möchte ich jetzt mindestens sehen.
Wie gesagt, wenn natürlich nur 4 da haben, das ist natürlich blöd. Aber, na, ihr wisst's, wie man, da haben wir schon 3. 4, 5, passt. Ja gut, 2, 4, 3, 5, jetzt haben wir 5. Passt. Alter, Leute, ich kann das gar nicht, ich verarbeite das jetzt gerade irgendwie noch so gar nicht, was jetzt da eigentlich gerade passiert ist. Das war jetzt so viel auf einmal, das war ungefähr so, wie wenn es mir auf der Autobahn mit dem Motorrad mit 250 Sachen auf einmal das Visier vom Helm runterreißt. Ja? Ungefähr so muss man sich das vorstellen jetzt gerade, für mich, wie das auf mich eingeschlagen ist. Ich habe mit allem gerechnet, aber das ist jetzt, okay, jetzt weiß ich ja, warum der Weibi auch gesagt hat, es wird richtig intens. Er hat nicht übertrieben an der Stelle. Weibi, auf was du da bist. Merci fürs Nicht-Spoilern, abgesehen davon. Ja, wir haben halt natürlich eigentlich kampfunfähig jetzt so, ja. Sie hat eine kaputte Schulter, ihren Oberschenkel und ihren Bauch hat er aufgeschnitten, also einen Oberschenkel auf alle Fälle, beim Bauch bin ich mir gerade selber nicht sicher. Der Hugo ist innerlich tot, wem wundert's, ja. Der Einzige, der wo uns noch ein rausreißen kann, ist jetzt der Lucky. Der Lucky hat aber keine Waffen nicht. Der hat unter drin, ja, genau. Mir gefällt die Überschrift von dem Kapitel 18 jetzt nicht. Nichts bleibt. Das gefällt mir gar nicht. Ja? Aber wirklich so überhaupt nicht gefällt mir das. Ja, der Lucky hat, das macht Sinn, Mr. Saiching, das ist kein Logikfehler, weil die Armbrust hat Amicia im Zimmer gelassen. Ja, wie es geheißen hat, die Gräfin möchten sprechen. Ja? Das kann schon sein, dass der Lucky bei der Gefangennahme dann gesagt hat, hey, die Armbrust, da mache ich einen Langfinger. Ja? Und das war eine sehr schlaue Entscheidung. Deswegen hat der Lucky die Armbrust gehabt. So kannst du mir vorstellen. Ja? Anders macht es ja keinen Sinn. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Stimmt ja, also gewissermaßen guckt er. Nicht bewegen. Das wird wehtun. In dem Fall müsste jetzt mindestens operiert werden. Alles gut? Dann komm. Gut, das löst Schulterproblem, aber... Hugo, gehen wir. Ah, jetzt können wir auch wieder laufen. Halbwegs. Hey, ich hoffe aber jetzt ohne Scheiß. Also wenn noch einer sterben muss, dann der Glatzkopf. Ja, mir ist ja jeder andere ist mir scheißegal, aber der Glatzkopf muss sterben. Wenn der nicht stirbt, dann bin ich pisst. Dann bin ich richtig pisst. Warte mal, da ist noch eine fette Truhe drin. Nein. Können wir die irgendwie holen, ist die Frage. Da gang's eine. Warte mal, kann man das jetzt besser wacht? Oh. Ja, haben wir keinen Schleider mehr? WTF? Unser Schleider ist auch weg, oder was? Ja, das ist blöd. Kann ich... Okay, Tipp habe ich auch keinen mehr. Ja, lul, weil sonst hätte ich jetzt versucht, das Ding da in die Luft zu sprengen, dass wir da hinten vielleicht reinkommen. Aber wenn ich natürlich... Ah, warte mal. Ich kann meine Armbrust auch nicht hernehmen, oder? Ich kann überhaupt keine Waffen hernehmen. Ja, lol, okay. Ja, dann ist die Truhe scheinbar gone. Also ich komme hinten irgendwie noch. Warte mal. Kommen wir da hinten vorbei? Ah, da kommen wir hin. Da kommen wir hinten vorbei. Sehr gut. Ja, wollte ich gerade sagen, du musst ja da irgendwie reinkommen, auch wenn es nichts hernehmen kannst. Okay.
Passt jetzt übrigens der Ton wieder? Ist das wieder in Ordnung? An der Stelle. Hab ich gar nicht mehr nachgefragt. Erinnert dich stark an deinen Kiefer. Beim Kiefer weiß ich es jetzt nicht. Jetzt kommt da klar ein bisschen ein Nerdwissen, ja. Das Problem ist, wenn du quasi dir die Schulter auskugelst, ja, du hast praktisch das Schultergelenk, ja, das ist so kugelförmiges Gelenk und über dem Gelenk ist die Pfanne, die sogenannte Schulterpfanne, ja. Jetzt, wenn du dir die Schulter auskugelst, dann rutscht das Kugelgelenk praktisch aus dem Kopf raus. So, und entweder der Kopf, also die Pfanne, bricht beim Außenrutschen oder sie bricht, wenn du es wieder eindruckst. Also am Ende des Tages ist, sag jetzt einmal, in 90% der Fälle so, wenn du dir die Schulter auskugelst, musst du operiert werden, so und anders, weil die Pfanne halt dann gebrochen ist. Meistens. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es nicht so. Na los. Alles wird helfen. Ja, können wir halt leider nichts mehr verbessern. Wir haben nur 15 Nägel, haben wir wegen oberen, wir hätten zwar theoretisch ein Werkzeug, aber da geht jetzt nichts mehr. Zumindest dabei nicht. Und ich sag's irgendwie, wie es ist, ich glaube, dass wir es nicht mehr weiter aufwerten werden. Ich hab mir jetzt Rosinen geholt bei Popcorn. Ja, aber das muss man halt schon wirklich sagen. Also, da wenn sie einen Film draus gemacht hätten, selbe Ingrea. Selbe Ingrea. Sag irgendwie, wie es ist. Es muss hier irgendwo rausgehen. Da oben! Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich seh nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. So, da hinten ist ein. Na gut. Okay, da ist ein Aber geh nicht Ankerpunkt. zu weit. Da ist ein Tier, Also, Hugo. die natürlich dicht ist. Okay. Ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, Ah ja. dass dir gut Hier. geht. Ah, jetzt kann ich wieder Waffen hernehmen. Ah, okay, zauberhaft. Blasse Haut. Aber das Zeichen der Makula Weiter. sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Darf ich mir deine Augen ansehen? Normale Pupillen. Ach, du blinzelst kaum. Ja gut, wir haben jetzt inventartechnisch komplett voll. Na los. Moment einmal, ich kann mir vorstellen, dass sie da dahinter auch was versteckt. Schieben wir es einmal nochmal schnell ganz kurz zurück. Weil ich traue mir fast wetten, dass da noch was versteckt ist. Halt durch. Du musst durchhalten. Okay, wir haben das sogar so machen müssen, sonst wird man da gar nicht herkommen. Beweg einen Finger. So, da haben wir jetzt einen Ankerpunkt. Ah, und da hinten ist der Wagen da. Der gehört. Warte mal, gibt's da noch was anderes? Schaut gerade nicht so aus, okay. Gib Acht. Nicht schlecht. Wir versuchen hochzuklettern. Ja. Ah, das haben wir schon. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Der Schulter ist halt jetzt trotzdem lediert. Ja. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo. Ja, er ist halt wie. Also jetzt Bass ausdruckt, ne? Meine ich natürlich nicht so, aber er ist wie ein Zombie. Der ist körperlich da, aber geistig ist der. Ne? Also im Endeffekt wie in einem Wachkoma. Kann man so sagen, praktisch. Ah, ziemlich geil mit einer kaputten Schulter. Er steckt fest. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter.
Ja, geht leider. Oh, what the fuck? Es hat die Flammen gelöscht. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Er wird die Sonne töten. Oh, er spricht. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein! Das ist nicht zu Hause! Hugo, sieh mich an! Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn! Nein, genug! Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt. Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Wir haben jetzt einen fucking Mordor, oder was ist denn jetzt? Gut, aber da haben wir wieder bei dem Thema jetzt. Im Endeffekt, das was wir ja gestern mehr oder weniger erfahren haben, solange die Beschützerin beim Makulaträger bleibt, passiert in der Regel nicht viel. Ja, das ist wieder die Frage, was definieren die unter Fui? Ja, okay. Chris Habidere. Ah, da ist ein Fackel, okay, das ist schon mal gut. Ich schau halt 1:1 aus wie ein Mordor, ohne Witz. Schon gleich. Bleib nah dran. Bin mir sicher, dass du eine dreckige Wache warst, du verdienst das gar nicht anders. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Ach, wenn wir in den Nebel treten, geht die Fackel aus. Net to know. Hey, Vorsicht! Was ist? Das hab ich gemeint. Bleib weg von den Dämpfen. Das brennt. Vorsicht! Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Vorsichtig! Das ist echt schlimm. Alter, die Fackel, wenn ausgeht, haben wir sowas von verrotzt. Oh nein! Es weiß, dass wir hier sind. Ja und? Na los! Ich glaube, das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch. Sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch. Ist aber schlecht. Aber wir sind selber schuld, der eine mit dem Schwert hätte den Grafen erschlagen sollen. Seriously? Ich glaube, dass der nun mal kommt. Der spielt nur mehr eine Rolle. Ich hätte eigentlich gedacht gehabt, vorher, wo ich gesagt habe, dass ich eine Vermutung habe, ich hätte eigentlich gedacht gehabt, dass der jetzt eingreift, bevor das er Amicia, ne? Hätte ich eigentlich gedacht, dass der dann noch mitkommt. Aber scheinbar haben wir ja dann eines Besseren belehrt worden. Aber wie gesagt, der kommt nun mal, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Der hat es irgendwie geschafft zu meinem Kämmer. Also ich kann mir das vorstellen, dass er nun mitkommt. Die Piratin wartet am Hafen auf uns. Die ist ja flauschig, also bisher. Wirklich am Arsch. Alle nochmal. Wir müssen vorsichtiger sein.
Ja, super. Hey, wir haben ungefähr das halbe Herr der Ringe-Universum schon besucht. Gestern waren wir in Moria, bei der Brücke von Khazad-dûm. Jetzt waren wir in Mordor. Jetzt haben wir in der Spinnenhöhle von der Kankra. Also der Wahnsinn. Vielleicht ist der Herr der Ringe-Simulator. Lukas, da... Nur mit der Ratzen-Simulator. Ich sehe es. Was zur Hölle? Okay, das Ding ist jetzt aber ein bisschen sehr krass übertrieben groß. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Alle! Ja, ich bin hier. Hey, Ich warte. gehen wir, Lukas. Los. Ja, Komm, Hugo. Nein, ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht. Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Die singen, das ist keine gute Idee. sie kommen. Lauft! Ja, das ist super! Das war eine ganz tolle Idee, jetzt da ungefähr 8 Milliarden Ratzen zu provozieren. Das war eine super Sache, war das jetzt. Stürzt noch alles ab. Schnell! Aber er hilft uns immerhin noch, oder? Nein! Nicht zurückschauen! Rennt! Da geht's runter! Nicht nachmachen! Runter, schnell runter! Ja, ich lauf lieber vorwärts, da sag ich wenigstens was. Übel. Am Ende ist Sonnenlicht zu sehen. Los, rennt so schnell ihr könnt! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Enkerkondition hätte ich gern. Es ist vorbei! Sonnenlicht. Atmen! Hugo? Hugo? Eben. Wo wollte ich gerade sagen? Sei. Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Alter, die ganze... Ich wollte jetzt gerade sagen, die ganze Insel ist irgendwie noch so Nebel gehüllt, aber dabei... Ja, okay, sagen wir drüber. Da sagen wir jetzt drüber. Grüß euch, fit bei dir. Sorry, heute ist... Also an alle, die wo jetzt da rein in den Chat reinschreiben, sorry, heute ist massivst intens. Ja, heute ist die eine Stunde, die war schlimmer als... Also, was war schlimmer? Die war nervenaufreibender als wie die anderen Stunden zuvor, was wir da gespielt haben. Ich hoffe, bei euch ist es fit. Soweit. Was mir jetzt gerade einfällt, der Phönix und die Quelle, die was man ganz am Anfang, da wo der Hugo den Traum gehabt hat, das muss doch auch noch irgendwann kommen. Das kann ja nicht fürs Licht gewesen sein. Eigentlich. Moment. Das Dorf. Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein. Ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein. Der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Hey, wie, check. Moment einmal.
Haben wir jetzt auf der anderen Seite von der Insel oder habe ich nur gerade massiven Orientierungsverlust? Weil die Küsten war ja offen. Du hast ja aufs Meer gesehen. Also entweder, also wir müssen fast von der anderen, Moment einmal, wir haben ja bestimmt auf der anderen Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da auf einmal die ganze Insel auseinandergenommen hat. Und jetzt einen Seeweg blockiert. Also das war selbst für ihn ein wenig Overkill. Herr im Himmel, das Bema hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass Ja, ihn, doch. Amicia. Können wir erst einmal nicht oben. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Er ist ja wieder. Leid. Ist er wieder jetzt bei Sinnen oder wie? Ja gut, ein Schwung der Saufverlust, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja? Das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr gute Idee gewesen, Hugo. Also, das macht's einfacher. Aber er ist scheinbar wieder geistig da. Wie tief geht es da runter? Ich kann keine Felsen mehr erkennen. Ich will's nicht wissen. Fünfte Element raten? In der Welt anscheinend schon, ja. Achso, da geht's nicht unten durch. Okay. Ja, ich will da nur mal schauen. Ich will da nur mal schauen, vielleicht gibt's da noch irgendwas. Das ist auf alle Fälle Kisten. Ja, Inventar ist voll. Ah, da, okay, da ist Küsten. Ja, okay. Jetzt hätte ich schon gemeint, der hat die komplette Insel über den Haufen gedreht. Da ist die Küsten, die wo man dann gesehen hat. Hast du das gespürt? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten. Warum wollen wir den so noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Schänderin. Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Okay, es gibt also scheinbar doch Name Stealth Action. Erst einmal das Licht ausknipsen. Sie sind dahinter, ganz sicher. Verdammt! Na warte, wenn ich dich erwische! Achso, ich kann jetzt die. Okay. Ich will nicht sterben! Genau das war nämlich der Plan. Ja, schon klar, dass man da trotzdem irgendwie hernehmen kann. Alter Boulder. Ja, das war, that was the plan. Das war der Plan, dass wir die irgendwie hernehmen. Deswegen hätte ich mir jetzt einfach nicht einfach mit Lichter ausknipsen, ja, damit sie ja angreifen können. So, da hinten geht einer ohne Helm spazieren, der ist also Schleuderfutter. Ah, der ist zwar noch ein wenig weit weg, aber das macht jetzt nichts. Der kommt schon noch mal daher. So, da oben ist auch so ein Ratzen-Kokon-Dingenskirchen. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Sie töten lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch.
Mhm, da unten steht auch einer, okay. Keine Gnade. Es ist mir scheißegal, ob man der nochmal in die Quere kommt oder nicht, der stirbt am dreckerten Tod. Jeder Einzelne. Also, sofern möglich, ne? Okay, da geht jetzt nichts. Dann schleichen wir uns einmal da hinten her, weil ich schatze jetzt einfach einmal. Die Frage ist jetzt, tun uns die Rotzen Alps, wenn wir mir nicht im Licht stehen? Normal nicht, weil der Hugo kann sie ja jetzt kontrollieren. Also das wird mehr aus. Wenn wir jetzt so einen kleinen elendigen Tod sterben, dann haben wir auf alle Fälle schlauer. So, kommt da der andere auch noch mit daher, ist die Frage. Ah, der ist da unten, okay. Hugo, geht es dir noch gut? Ich weiß es nicht. Na schön. Versuch, ruhig zu bleiben. Okay, da ist auf alle Fälle einer mit schwerer Rüstung. Der wo auch eine Fackel druckt. Okay, wir sterben also auch, wenn man, obwohl er's kontrollieren kann. Das Pyrit hält nicht lang los. Tut mir leid, Hugo. Wir müssen sie zum Hafen schicken. Konzentrier dich! Wir haben aber einige erwischt. Zwar leider nicht den dicken. Aber da haben auch wieder Rotzen. Beziehungsweise die fressen an den Haufen. Wir kommen hier weg. Wir finden so viel. Kann man erst einmal das Looten anfangen. Und fangen ein neues Leben an. Oh, Looten ist gut. Mal sehen, was da drin ist. Oh, da ist ein Kokor, da müssen wir ein wenig aufpassen. Okay, da geht's nicht weiter. Los, hoch da. Da hinten können wir Feuer legen, da ist nämlich ein Krug mit Teer. Die Frage ist, wo ist die große Wache jetzt? Die stopft da unten umeinander, okay. Ich sehe sie! The fuck? Sie haben uns! Oh, den hab ich jetzt nicht gesehen. F. Du hattest deine Chance. Ihr da! Don't even think about it. Okay, den Bolzen haben wir wieder. Wir haben ja gestern unser Armbrust so verbessert, dass wir jetzt Bolzen aus den Leichen ausziehen können. Das ist richtig gut für uns. Das heißt, dass wir rein theoretisch...
Das heißt, dass wir rein theoretisch unendlich Bolzen haben. Rein theoretisch. Amicia, bei dir alles in Ordnung? Wir sind so weit gekommen. Diese Insel kann von mir aus untergehen. Wir hauen hier ab. Ich hoffe, die Boote werden... Später. So, jetzt steht uns nur noch einer im Weg, aber die... Bin mir jetzt nicht sicher... ob man den mit Armbrust töten kann. Aber normalerweise ja. Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist. Ja gut, das werden wir jetzt einfach herausfinden. Na, der ist eben nicht anfällig. Das heißt, wir müssen bei dem seine Rüstung erst oberschießen und das können wir da, indem wir von hinten auf seinen Bugel schießen. Lass uns einfach gehen. Easy. Hier geht's runter. Ja. Oh! Machen wir mal einen ganz dicken Bogen rum. Da ist ein Kar. Ah, das ist ja. Das war jetzt Zufall, dass ich das. Ich hätte jetzt eigentlich von der Weide gemeint, das ist eine Truhe. Okay, das hilft. Gehen wir, schnell. Erst looten, Lucke. Lucke, erst looten. Ja, das war das Gute, weil wir mit den Ratzen bis da oben gerannt haben im Endeffekt. Komm, hoch mit dir. Und hepp. Eigentlich gut durchgekommen. War das jetzt Deathless? Ich glaube schon, oder? Wir haben Deathless durch den Abschnitt gekommen. Da drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich. Nach dem, was er getan hat. Na schön. Ich hab gesagt, der Riese, ich hab gesagt, dass er nur mitkommt. Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Wir müssen springen. Gut, gut. Was? Der Turm. Vorsicht! Glotzt nicht so! Bewegt eure Ärsche! Der ist nie. Ihr einziger Ausweg und ihre Zeit ist genauso knapp wie unsere. Bleibt wachsam! Entreißt der Schänderin den Sohn! Jawohl! Amicia drosselt Gegner mit ihrer Schleuder schneller und leiser, da sie ihre lebenswichtigen Punkte kennt. Respekt. Raffiniert waren wir in dem Run nicht, aber das macht ja nichts. Ja gut, aber es bleibt weiterhin stealthy. Selber schuld, Arschkeibe.
Oh, das ist ein Topf. Sehr gut. Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Leise. Wird uns einer erlurt. Müssen wir aufpassen. Weiter. Aus dem Weg. Da haben wir gar nicht lang umeinander. Da tun wir mir gar nicht lang umeinander. Da wird nicht lang geschaut. Da wird einfach über den Haufen geflext. Ganz einfach. So, Bolzen holen wir uns wieder. Oh, Messer haben wir auch. Sehr gut. Jetzt können wir sogar mal ein Close-Up geben, wenn es wirklich ist. Weil die ganze Insel ist halt in Schutt und Asche, gell? Das ist jetzt schon Wahnsinn. Ja, sie habe die Ehre. Servus, grüß dich. Wie geht's da? Dass die Ratten mal so mächtig werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das hängt ganz von Hugo ab. Gestern war mit Oma essen. Wie geht's euch? Oh, Jassi, wir haben, also ich für meinen Teil, ich bin noch 20 Minuten Spielen durch gewesen. Also, was wir jetzt erlebt haben, holy fucking shit. Also, es war intensiver, also die 20 Minuten, eine halbe Stunde, was wir da gespielt haben, das war intensiver wie das ganze Spiel bisher. Aber sonst geht's uns, glaube ich, soweit ganz gut. Ich hoffe, bei dir passt auch alles. Essen hört sich schon mal nicht schlecht an. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Oma hat eingeladen zum Chinesen. Ja, mit dem Chinesen kostet halt einfach leider auch nichts falsch machen. Das ist halt einfach mal eine Tatsache. Da muss man Prioritäten setzen. Es war verdammt, also krass ist untertrieben. Es war, also ohne Scheiß, es war holy fucking shit. Und wir haben noch nicht mal fertig. Ich vermute, da wird noch mehr passieren. Jetzt müssen wir erstmal da den Möchtegern-Sauron da umbringen und dann sehen wir es schon. Bitte bleib bei uns. Ich bin hier. Dann bleib. Bitte. Ja, der Spezi ist hier. Ja, der wird schlafen, du Arschloch, du. Oh, das war jetzt blöde. Das ist jetzt, dass der mir jetzt merkt, das hätte er mir jetzt ehrlich gesagt nicht zutraut. Da müssen wir einen Usain Bolt machen. Das hilft ihm leider alles nichts. Da müssen wir uns nochmal verstecken, weil den im 1 gegen 1 haben wir halt leider keine Chance. Nein, du sollst dich da verstecken. Oh, dass die Rotzen jetzt da ausbrechen, ist natürlich zauberhaft. Ha! Jinxed, du Arschloch! Ja, das war geplant. Mhm. Bin gespannt, jetzt bin ich ja da. Also heute glaube ich, wenn du versammst, ist es ja gut, du kannst das Wort da schon, wenn es wirklich war. Aber heute versammeln, glaube ich, war das bereuen.
Schön, wenn sie das was selber. Das war zauberhaft. Das ist schön, dass. Gut zu wissen, dass die Gegner auch die Rotzen triggern und nicht nur mir. So, für den Fall, dass die Frage kommt, warum ich da jetzt hergehe, der hat noch einen Bolzen von uns und den mag ich wieder haben. Ja, Bolzen, mächtigste Nahkampfwaffe. Wahrscheinlich Nahkampfwaffen. Mächtigste Tötungswaffe, so muss ich sagen. So, ist da noch eine Kiste, sagt es gleich, wie es ist. Nicht. Okay, dann können wir weitergehen. Sklaventreiber? Was ist mit ihm? Ich mochte ihn nicht, aber das Mädchen ist eine echte Todesfee. Ja, in der Sklaventreiber. Warte mal, wie kann man dem eigentlich die Rüstung gleich überschießen? Ne? Dann haben wir noch keinen Stress nicht. Jetzt hängt sie alles bei dir auf, weil Handy morgen Twitch aktualisieren. Mr. Saijing, das tut mir jetzt leid. Sollen wir warten, meinst du? Der kommt quasi da jetzt auf, oder wie sage ich das? So leichtsinnig, die führen mich direkt zu sich. Bleib in Sicherheit. Charlie, du hast keine Rüstung mehr. Das ist dir hoffentlich bewusst. Oder hast du noch eine Rüstung? Du schaust gerade ein bisschen komisch aus. Nur eine Frage der Zeit, bis ich euch finde. Außer dem Tod findest du halt nichts mehr. Das sagt der, wie es ist. Im Streim ist eine Katastrophe, okay? Ja, solange. Wichtig ist dass du zeigst, was los ist. Streim ist nicht wichtig. Oh, da geht auch noch einer spazieren. Ja, um das kümmert sich der Bolzen, Freunde. Da tun wir eh gar nicht lang umeinander. Wir haben auch die Möglichkeiten dazu. Ich weiß zwar nicht, was seine Mission ist, aber ja, er telefoniert eine Runde, ist eh klar, freilich. Da hinten auch Kisten gesehen, wo einer umeinander schleicht. Okay, es weit und breit die letzte Woche. Was haben wir da Schönes? Sehen wir gleich. Ja, da hilft uns auch das Beten jetzt nichts mehr. Die Insel ist durch. Hätten wir vielleicht noch mal links gehen sollen. Bleiben wir mal in Deckung, vorsichtshalber. Komm, hoch mit dir. Hat gehalten. Ja, wo ist Anno? Irgendwo am Hafen hat's geheißen. Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Keine Gnade mehr. Jeder wird zusammengefressen. Ganz einfach.
Da bin ich jetzt pro Hugo. Ganz einfach. Jeder muss da verrecken. Aber jeder Einzelne. Also, außer Zivilisten natürlich, ja, ist hoffentlich klar. Dann an die Arbeit. So, können wir jetzt selbst machen? Immer noch nicht. Ah doch, da kann man was machen. Ausrüstung. Ein Messer kann noch eine neue Tasche zusätzlich. Das ist gut, das nehmen wir. Viel besser. Der Hugo ist auch schon Vollgas unentspannt. Jetzt mal Butter bei die Fische, gell? Wundert dich das? Hoch, alles klar. Oh, da haben wir was. Ein paar Nägel. Ja, die hauen wir die Woche unter Kniescheibe rein. Wenn's mich fragst. Bevor es trotzdem fressen. Vorsicht beim Landen. Die Mission aktuell ist jetzt. Ich weiß nicht, ja, sie dürfen die spoilern, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob es das anschauen mir jetzt nachhinein oder nicht. Deswegen. Es sei genauso nämlich, ja. Also grundsätzlich die Mission ist, wir müssen zum Hafen. Ja? Also soll ich das bitte jetzt so heißen, ich soll das sagen, was passiert ist. Okay, also, halt die fest. Ja, bind die irgendwo an oder keine Ahnung. Gestern hat es ja geheißen, der Graf möchte mit uns schmatzen. Ja? Der Graf hat sich dann ausgestellt, dass das ungefähr die hinterlistigste Drecksau EU-West ist. Hat Amicia quasi die Schulter mehr oder weniger gebrochen. Hat uns dann verfolgt. Hat sich ausgestellt, dass der uns eigentlich umbringen möchte und einen Hugo für seine Zwecke oder für seine Zwecke nutzen möchte. Ist dann in einem ziemlichen hektischen Gerangel so weit gekommen, dass Amicia einen Zweikampf mit dem führen hat müssen. Das leider nicht so gut für uns ausgegangen ist, weil ihr Schulter ja beschädigt war. Das war aber noch nicht alles. Das eigentlich Tragische war, die haben die Mama vom Hugo und von der Amicia hops genommen. Die ist gestorben, die haben es hingerichtet. Ja, die haben sie ja Kehle aufgeschnitten. Und auf das ist der Hugo natürlich so dermaßen durchtrat, der hat das erst gar nicht mitgekriegt, der war nämlich im Zimmer eingesperrt und hat sich dann mal gedacht, ja, wo haben die alle, ich gehe jetzt einfach da mal hin. Das war von denen allerdings nicht geplant. Und der Hugo ist dann so derartig durchtrat, wen wundert's, hat dann alles in Schutt und Asche gelegt, sämtlichste Wachen hab's genommen, die Gräfin ist an Dreckerten Tod gestorben, verdienterweise. Der Graf ist entkommen, noch, ja. Wir haben es dann irgendwie geschafft, aus dem finstersten Loch zum Entkommen. Der Hugo war dann zeitweise geistig komplett weg, also abwesend, nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne. Jetzt mittlerweile kommt er langsam wieder zu uns und wir müssen jetzt zum Hafen, weil erstens einmal möchten wir ja von der Insel flüchten. Zweitens einmal wartet ja da die Sophia noch auf uns, offensichtlich oder scheinbar, weil die hat ja ihr Piratenschiff noch. Und das eigentliche Ziel ist jetzt der Arno, der wo uns im Endeffekt zuerst verraten hat, wie wir auf die Insel gekommen haben. Der wird jetzt hingerichtet und den wollen sie jetzt retten. Und ich habe vorher schon gesagt, der spielt nur mal eine Rolle. Also basically zum Hafen gehen, an Arno retten und schauen, dass wir von der Insel kommen. Das ist basically die Mission. Das Ganze, was ich dir jetzt erzählt habe, war hauptsächlich in den ersten 20 Minuten, wo wir Spielen angefangen haben. Und da hat es mir eigentlich schon gelangt. So von der Tragik her und von der Spannung her. Seht ihr, Leute? Das Schwein grunzt gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt? Ja, wir müssen ihn retten. Auch Die ersten 5 Oh ja. Oh ja. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Und Hemp. Kletter hoch. Ja. Wir müssen dann da oben wahrscheinlich, oder? Okay, dann gehen wir erst einmal rechts rum. Ist das der Fall? Ha, sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Da ist er weg. Geht alles vor die Hunde. Zur Hölle mit dem Henker.
Scheiße, ja. Der Bastard hat Ah, da ist ein Tier, da ist ein Tier, da ist ein Tier, da ist ein Tier, da ist ein Tier. Töte den Schlechter! Der stirbt schon, klar. Und jetzt Maul halten. Fuck! Das hab ich übersehen. F, da komm ich nicht mehr hin. Scheiße Meise. Ich glaube, dass jetzt auch noch mehr eskaliert. Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia, tu was. Mach ich. Schon dabei. Sei still! Wir bringen dich hier weg! Ja, komm her, du Arschkeibe, weil da so ein bolzendes Pipperl rein schießt, dass du 3 Tage singst wie Opernsängerin. Nein. Bleib bei mir! Vertrau ihr, Hugo. Das ist nicht nur für uns. Der Sohn gehört der Welt. Er ist unsere Zukunft. Kämpft für sie. Ja, komm, geh da lang, komm. Der Fluch diese Ende. Ich habe noch Extinguis. Ich helfe euch. Ja! Ich brauche alle Mann sofort bei mir. Tötet das Mädchen! Ja, jetzt hab ich verpennt. Der gehört dir. Ich brauche alle Mann sofort bei mir. Da kommen noch mehr. Holt euch den Sohn um jeden Preis. Halt durch, Amicia. Du schaffst es. Oh, jetzt wird's aber langsam. Verstärkung. Jetzt wird's aber langsam gereiselt, Freunde der Sonne, gell? Na los, mach die Handlanger fertig. Was mache ich hier denn gerade? Gute Frage. Jetzt du. Töte sie für mich. Alter, das sind zwei. Das sind gerade ein bisschen sehr fei. Da hinten war noch. Da ist noch ein Teerkrug. WTF. Fuck, keine Bolzen mehr, ich hab mich blöd. Ja, da wird mir jetzt leider sterben, weil ich mich verdruckt hab. Bitteschön. Volltreffer. Ah, da ist nochmal Bolzen, nice. Ich blende ihn. Ja, Jetzt du, Amicia. Sehr schön, mach Hackfleisch aus dem Typen. okay, netter Nebeneffekt. Dann bringe ich dich um.
Hugo, das war jetzt ehrlich gesagt gar nicht einmal so eine schlechte Idee, wenn du deine Ratzen langsam einmal rauslässt. Das war, ich bin langsam ein Munitionsrip. Aber ich hab da was... Oh. Es reicht. Gut. Nimmst du mir jetzt bitte das verdammte Seil ab? Ah, ja, stimmt. Waren das alle? Wow! Fichteli habe ich hergegrüßt, Servus. Entschuldige, wenn ich jetzt gerade ein bisschen Chat abwesend war, aber es war gerade ein bisschen stressig. Alles gut bei dir? Ja, und da fällt mir auch noch gerade. Ah, da kommen wir nicht her, okay. Ach, die Bolzen respawnen, oder wie? Respawnen die Bolzen da? Ja gut, das hätte ich eher wissen sollen. Alles bestens? Sehr schön. Bis auf das, dass wir mir emotional halt einen absoluten was heißt Höllentrip? Wir fahren auch absolut Achterbahn halt. Aber sonst geht's uns, glaube ich, noch ziemlich gut. Ja, dass wir mir jetzt die ganze Moon wieder kriegen, das heißt wahrscheinlich, dass dann nur ein Bosskampf kommt. So. Vorsicht! Da kommt die schwere Truppe! Wie jetzt? Oh nein. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass da noch was kommen muss. Bleib hier. Ja, die hat auch. Sehr guter Mann. Der guter Mann. Falsch! Verdammt nochmal! Das kann das. Ich hab schon mal gesagt, der Son Goku kann das nicht besser machen. Weil mir aber der verschwitzt, dass du schon lange. Ja, du hast den heftigen, intensen Moment leider versandt. Und meine Reaktion da drauf. Es ist vorbei. Geschafft, Hugo. Ja. Atme durch. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Der Hugo rammt gescheit auf. Der hat er recht damit. Genauso wichtig. Na gut, also dann. Komm mit. Hashtag Hugo loben. Ja, genau. Hugo loben. Bei dem Moment bin ich gerade spüßig. Wie hast du die noch durchgezockt, oder was? Hugo meinte, es wäre seiner. Sophia! Hat ja ganz schön gedauert. Ja, wenigstens der hat überlebt. Du machst eine Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat.
Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Wenn ich jetzt lese, dass der Weibio schreibt, dass das noch krasser wird. Ey, Alter, wie emotional kaputt machen sollten uns das Spiel? Heilende Wunden. Das hört sich wieder ein wenig besser an, wie das Kapitel davor. Wir werden heimkehren. Nicht alle von uns. Aber es wird ihm besser gehen. Uns allen. Arbeitet das einmal so als kleiner Bub. Ist ja nicht nur das Spiel, war das Spiel davor schon. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Die Frage ist jetzt, wo heimkehrt man denn jetzt eigentlich? In den Ort, wo wir im ersten Teil gespielt haben? Oder da, wo der Teil... Ja gut, da, wo der Teil angefangen hat, da ist ja sowieso nichts mehr über. Abgesehen davon. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter, sie hatte ein Haus. Ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Also die habe ich ganz stark gern gelungen, die Sophia. Das ist scheinbar... Also wenn jetzt die nur einen Flip macht, Alter, dann fliegt mein Controller aus dem Fenster. Ich schwör's euch bei Gott. Weil das der Bock ich dann nimmer. Fetter Shoutout für den Sebastian Reinhardt. Aus dessen Feder die Story stimmt. Press F for Respekt für den Sebastian Renard. Keine Ahnung, wie man ausspricht, weiß ich nicht. Aber dem müsste es einen Orden geben. Ja? Mindestens Orden. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub mir. Wie gesagt, das hätte ein Film sein können, ja? Wenn die einen Film aus dem gemacht hätten, das war dasselbe in Krieg. Ich bin zwar dankbar, dass er Spiel geworden ist, weil dann haben wir alle was davon. Selbst. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Du zuerst. Wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Ja, sag wie bei der Last of Us, dass da noch was kommt. Wenn der YBO schreibt, das wird noch krasser, dann befürchte ich fast, dass da noch was kommt. Ja, der YBO hat ja gestern oder vorgestern schon gesagt, du hast keine Ahnung, wie intens das Spiel noch wird. Er hat eigentlich untertrieben. Die Raskas hat uns gerettet. Zu Hause ist da, wo der Herz von, ja genau so. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Ach so, so meinst du? Ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt.
Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Das Thema, aus dem Spiel eine Serie machen, also, wenn sie es machen, ja, dann sollen sie die 2 Spiele 1:1 verfilmen. Dann okay, weil dann haben sie eine Vorlage, nach der sie sich richten müssen. Oder so im Idealfall. Ne? So, eine Serie aus Plague Tale, das ich persönlich nicht machen. Weil es ist, ich sage jetzt einmal so, das kommt jetzt dann darauf, ob wie das Spiel dann noch ausgeht. Ja? Wenn das Material noch vorhanden wäre, dann sollen sie eher lieber ein drittes Spiel machen, bevor es irgendeine Serie oder einen Film bringen, der was komplett in die Kanalisation befördert. Das Ganze. Also grundsätzlich habe ich nichts gegen sowas, aber wenn, dann soll jetzt sich schon wirklich sinnvoll Gedanken gemacht werden drüber. Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Da sage ich dann was dazu, wenn wir fertig haben mit dem Spiel. Tatsächlich. Wie ich das sage. Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey. Es tut mir leid wegen der... Naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an, da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anno. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Hey! Ein Schiff! Oh, der Graf. Ja, der Drecker des Sauhund. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Nein, das darf nicht wahr sein! Geh rein, Hugo. Dort ist es sicherer. Alles klar, wir holen es ein. Amicia, hier oben, zu mir. Und die anderen? Die kommen klar. Zum Seil auf der anderen Seite. Alles klar! Bist du da. Fluch der Karibik, Freunde! Wir werden sämtlichste Filme spielen wir mir durch heute. Der Scheißkerl lässt nicht locker. Wir müssen sie loswerden, wenn sie uns entern. Fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Oh nein, was jetzt? Das Segel in den Wind! Wir brauchen einen besseren Winkel! Ich lasse locker und du ziehst es zu dir. Ja, wir dürfen nicht scheitern, Anno. Tun wir nicht. Es klappt! Wir nehmen Fahrt auf! Aber das wird nicht genügen. Sie kommen. Werft Ladung über Bord! Schon dabei. Hilf mir. Aber nicht drum, Freunde der Sonne, gell? Bogenschützen! Alle Köpfe runter. Wir brauchen deine Schleuder da oben, Amicia! Los! Ich übernehme die Fracht. Los. Geht klar. Sekunde, ich komme. Ihr könntet mit meinem Kind fliehen. Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Fascinando, du bist weiter. So, lasst unversehrt. Tötet die anderen. Feuer! Nein, jetzt! Die wollen uns rammen! Sofort, du musst umstehen, weil sonst von uns. Nein! Amicia! Nein! Oh nein! Soll das so sein? Amicia! Was ist los? Oh nein! Sie sind über Bord gegangen. Steh auf, Amicia! Okay, alles gut, das soll scheinbar so sein. Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen. Es sind so viele, Anno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Da hat er aber irgendwo... Für den Grafen der Provence! Komm her! Du verwechselst Feinde! Ja, Programmer eben. Keine Sorge, du bist der Nächste. Siehst du deine Männer gern sterben, Victor? Durchhalten, Anno! Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist. Spar dir deinen Atem, alter Mann! Na los, kommt! Ich tanze auf euren Leichen!
Ja, I guess. Das Boot ist zerstört, Arno. Wir nehmen ihres. Unsere Zukunft steht auf der Es gibt keine Zukunft für niemanden. Nein, wir schaffen das. Komm, Amicia! Okay. Feuer! Oh, nein! Amicia, nein! Amicia! Alter, wehe, wenn die stirbt. Amicia! Sie ist tot. Hugo, komm mit mir. Hugo, komm her! Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts. Nichts tun? Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emilie. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie! Verflucht, du verdammtes Monster! Hör auf zu schreien. Für die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Hugo! Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Ich helfe dir. Die haben auch überlebt. Was denn erst? Oh, verflucht. Ja. Leider, die boxen nicht mehr. Ohne Witz, die boxen gerade nicht mehr. Funfact: Vater und Mutter waren ursprünglich nie als Antagonisten geplant, einfach nur als Sektenspinner. Im Laufe der Spielentwicklung wurde aber entschieden, ihnen mehr Heimtücke zu verleihen. Ja, wenn es ja nur Heimtücke war, das geht ja schon weit über Heimtücke hinaus. Alter, ich bin nach dem Spiel bin ich ein anderer Mensch. Ich schwör's euch bei Gott. Nach diesem Spiel bin ich ein offizieller anderer Mensch. Du hast sein Herz gebrochen, nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Und ich habe jetzt an der Stelle eigentlich nur eine einzige Bitte. Ich hoffe, wie auch immer dieses Spiel am Ende ausgeht,
Aber ich möchte nachher so dermaßen viel Blut bei dem Glatzkopf sehen, dass, keine Ahnung, weiß ich nicht, das wisst ihr schon. Sophia und Lukas? Mag ich jetzt auf Twitch nicht sagen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Zum Glück sind sie am Leben. Sie wollen dich sicher sehen. Hier durch. Komm, langsam. Aber jetzt, Weiber, sei mal ehrlich, hast du auch so gelitten? Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Made von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Wenn's dir mal überlegst, wenn du einfach mal überlegst, was die Amicia Lore körperlich jetzt durchgemacht hat, ja, da reden wir jetzt mal nicht vom Hugo, dass der Scheiße dran ist, das wissen wir ja. Aber jetzt überlegt's mal im Laufe des Spiels, was die Amicia körperlich mitgemacht hat. Gehirnerschütterung, vielleicht sogar irgendein Schädelbruch durch das, was die in ihrer Narbe hat. Dann ist sie quasi gefühlt am ganzen Körper aufgeschnitten worden. Jetzt hat sie einen Pfeil durch die Leber durchgekriegt. Also, ich verstehe die Frage nicht. Es ist zerstört. Es wird nie wieder segeln. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Ah, du Wichskopf! So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß, was du! Hör doch nur einmal auf mich. Wieso? Damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir! Tötet das Mädchen! Ich hab das letzte Mal auf irgendeinen fiktiven oder filmischen Charakter so einen inneren Hass geschoben, das war bei Game of Thrones auf den Joffrey. Für die Leute, die wo Game of Thrones gesehen haben, wissen, wen ich meine. Ja, und die wissen auch die Gründe, warum. Aber auf Erm habe ich gerade nochmal, also das geht noch mehr Stufen drüber, was ich auf Erm für einen inneren Hass entwickelt habe jetzt mittlerweile. Ich bin bei euch, mein Herr. Die Verstärkung rückt an. Passt auf, sie sind hier. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am Leben. Wir holen euch da raus. Ihr geht! Du verdammter Teufel! Was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein! Meine heilige Waffe! Das Kind gehört jetzt uns! Nicht gelingen! Oh doch, aber erst seid ihr dran. Macht sie fertig! Verdammt! Zu Befehl. Sofort. Erledige sie, Mädchen. Du bist härter als sie. Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Dann schenke ich dir einen schnellen Tod. Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit Emilys Tod vorbei! Jetzt stirb! Ich werde unsere Gräfin retten. Und all deine unschuldigen Opfer. Ich komme, Hugo. Die halten uns nicht auf. Nicht auf! Unterstützt sie nicht! Sie hatte Einfluss auf den Sohn! Er ist mein Bruder. Sprich, wo ist er? Warum sollte ich mit einem Toten reden? Der Sohn wird uns alle retten. Wir verschwenden unsere Zeit, Anno. Wir müssen Hugo finden, bevor er... Hör auf mit dem Scheiß, Victor. Wo ist er? Ist dir doch egal! Du willst doch nur meinen Tod! Verbrennt der nicht in seiner Rüstung, oder was?
Ah, leider ist er halt nicht dumm. Na, Hugo. oh ja, das sind... Ich bin tot. Und gibt sich der Makula hin. Marseille. Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum! Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Und er... Arno! Wir müssen sofort los! Ihr geht nirgendwo hin! Verflucht, was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Du bist da verzaubert, du Arschkeibe! Doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Boah, ich sag überhaupt nichts. Willst du deinen Sohn? Was mit der Arsch? Sein Blut klebt an deinen Händen. Du hast uns im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Beweise Großmut. Mach diesem Wahnsinn ein Ende und lass den Jungen gehen. Wahnsinn regiert die Welt. Aber ich bring das schon in Ordnung. Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, wo Hugo ist. So selbstbewusst. Nimm das! Wir müssen... Jetzt! Nein! Wir bringen es zu Ende. Sie versucht... Ja, das ist blöd, weil ich nicht sage, was für ein Gegner das ist. Ich sehe nicht, dass dieser Teerwerfer ist. Verflucht, was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite an Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen setzen? Ja, es ist... Gerade beim Blöd, weil überhaupt... Der Arno kann sterben, ja. Weil das Problem ist, ich sag halt nicht, was für eine Gegnerart das ist, die wo da... Was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Dahinter sind sie. Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Warum kämpfst du Seite mit dieser Hexe, Arno? Willst du deinen Sohn ersetzen? Lass ihn da raus! Sein Blut klebt an deinen Händen! Du hast uns im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Beweise Großmut. Mach diesem Wahnsinn ein Ende und lass den Jungen gehen. Wahnsinn regiert die Welt. Aber ich bring das schon in Ordnung. Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, wo Hugo ist. So selbstbewusst. Mein Herr, wir müssen... Jetzt! Ihr Idioten! Ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen! Sie versucht euch zu retten, ihr Arschlöcher. Möge der Glaube meinen Arm führen! Amicia, das ist übel! Wir müssen schnell zu Hugo! Oh, das ist ein Dicker. Ich weiß, wir versuchen es ja! Hält sie nicht! Bleib am Leben, Amicia! Nieder oder stirb! Was ist los? Es war Zeit für... Das sind ja zwei mit Schädel. Doch an! Gib schon auf! Arno, haltet durch! Er gehört mir. Ja, das ist jetzt gar nicht einmal so ohne, oder? Weil... Ja, nice. Hey, das macht ja noch gar nichts. What the fuck?
Verflucht! Sind entwischt! Alter! Sie sind hier! Ergreift sie! Der braucht 3 Bolzen! Bist du verarschen oder was? Ja! Ja, das war halt auch klar, dass der stirbt. Das war's. Du bist alt, zu alt für den Kampf. Und ihr seid so unglaublich dumm. Amicia, er gehört dir! Oh ja, jetzt aber. Es ist vorbei! Oh, na, jetzt tut Schleider. Ja, blöd. Schneide ihm den Kopf an. Reiß ihm den Turm aus. Mir scheißegal. Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige ich. Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Spotty, habe der, es ist gerade intens. Gleich. Grüß euch an alle. Er wird die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft. Du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Botti, vielen lieben Dank für dein Raid. Es tut mir leid, dass ich nicht, es ist emotional Trümmerbruch, okay? Wir spielen heute das Finale vom Blocktail und es ist seit 2 Stunden eine emotionale Trümmerfahrt, das nicht mehr schön ist. Ich werde nach dem Spiel so dermaßen ein anderer Mensch sein. Oder das Spiel macht einen anderen Menschen aus mir. Wie auch immer, Spotty, danke dir für dein Raid. Willkommen an alle, die mitgekommen haben. Wade, habe die Servus, grüß dich. Schön, dass du hast. Wie war euer Stream? Ich war bei dir ganz kurz drinnen, bevor ich selber gestreamt habe, weil ich war heute den ganzen Tag eigentlich unterwegs, vormittags und bis ich selber angefangen habe. Ich hoffe, es geht's gut. Lehnt euch gern zurück, wer nicht gespoilert werden möchte. Ich weiß nicht, wie weit wir noch haben, aber ich habe mir sagen lassen von einem gewissen Chat-Teilnehmer, es wird noch viel intensiver werden. So die letzten Meter. Okay? Es ist, wie gesagt, wir haben heute alle, also ich glaube, ich sprich für die ganzen Zuschauer, die wo jetzt da haben, wie viele das auch immer jetzt sein mögen, dass wir mir emotional halt, noch ein bisschen länger was davon haben werden, von dem Spiel.
Der Sei schreibt es eigentlich ziemlich treffend. Komplett fertig, ja. Ich sage auch dazu, mir hat bisher kein Film und keine Serie so mitgenommen wie das Spiel jetzt. Wie weit noch bis Marseille? Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Bin aber unzufrieden mit dem Tod von dem glatzkopferten Arschloch. Der eine Stor, das ist keine Genugtuung. Hast alles gegeben. Ich hoffe, dass er lebendig in der Hölle schmort. Amicia, das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein, Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Das hoffe ich auch. Und wenn nicht, dann soll er richtig dreckig sterben. Die Art von Zeichen? Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Wie gelassen die Bewohner da sind. Er kommt aus dem Boden. Wir müssen sie finden und hier weg. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot! Was ist das für ein Grollen? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet. Marseille ist verloren. Der letzte Ruf. Der Makula. Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen. Steh auf, bitte steh auf. Ich kann nicht. Na, wenn ich die Festung schon wieder sehe, da klang ich schon wieder. Hält das Ding auf! Marseille. Sie verbarrikadieren das Tor. Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Und Weiter jetzt? Es gibt noch ein anderes Tor, aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Wie jetzt? Warte, du schiebst hier. So müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los. Eins der Flammenwerfer. Ich werf's Flammen. Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Wagen vom Orden besorgt. Wir gehen also hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht drüber nach. Gehen wir, Sophia. Und weiter geht's. Ich wollte halt eigentlich nebenbei ein bisschen was tun heute, ist unmöglich. Halt. Das darf mich wundern, wenn das jemand heute schafft nebenbei. Dieses Beben kommt nicht aus dem Boden. Nein, es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie... Alter, ist das Belagerung von Skiliad jetzt, oder was? dass sie führt. Was meinst du? Wie viele? So fängt es also an. Was? Unsere Strafe. Was? Schneller, Sophia, schneller! Amicia, jetzt! Was jetzt? Ach so. Hat wer Bock auf Bratengulasch? Gott verdammt! Meine Güte! Es werden immer mehr! Sie sind alle hier. Das ist das Ende. Wir sind nicht schnell genug! Die Pferde können nicht schneller! Was sind das für Pferdl, wenn er Rad schneller ist? Das hält sich vielleicht auf! Hoffentlich. Bitte, bitte. Langsamer. Halte, bitte halte! Es hält. Verfolgen Sie uns nicht mehr! Sieht so aus. Ja, was hast du da? Morgen was passiert? Ich sehe das Tor! Zu spät! Fahr so weit du! Oh nein! Nein! Hugo.
Hier drüben! Ja, die nächste mit der kaputten Schulter, super. Wer ist verletzt? Wer nicht? Berechtigte Gegenfrage. Wir sind da. Ich war noch niemals in Marseille. Du kommst zur besten Jahreszeit. Suchen wir meinen Bruder. König Hugo. Kapitel. X. Hä? War es 16? Dich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Die Ich vergesse es nur manchmal. Ort, da findet man bestimmt eine Ratz, die wo uns sagt, wo wir lang müssen. Lukas. Ich muss schon sagen... Letztes Kapitel. Okay. Es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Du bist viel zuverlässiger, ruhiger und freundlicher als sonst wer. Ich weiß nicht. Du bist meine Familie. Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Schreit noch schmusen. Wie war das mit geschubste Aussagen heute sei? Einer geht bestimmt noch drauf. Mrs. Wichterli, ich vermute es auch fast. Er muss leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Gut. Pass bitte auf. Leute, ist dieser Deal, wenn wir jetzt mal schnell kurz 2 Minuten durchschnaufen? Ist dieser Deal, können wir mal schnell kurz 2 Minuten durchschnaufen, weil ich glaube, das hat gerade jeder bitter nötig. Ich glaube, dass das gerade jeder bitter nötig hat. Außer der Baby, der kennt es ja schon. Boah. Was ist denn... Ich habe ja wirklich, ich werde es nachher eh nur sagen, ich habe ja eine gewisse Erwartung an dieses Spiel gehabt. Na, einfach na. Einfach na. Jetzt geht einmal jeder bieseln, jetzt geht einmal jeder sich vielleicht Fürs vertreten oder vielleicht das eine oder andere nasse Auge trockenlegen für den Fall, dass jemand sehr weich betucht ist. Ja? Jetzt machen wir 2 Minuten Friede, jetzt schmerzt mir schnell 2 Minuten. Ich werde jetzt mich nicht von diesem Sessel erheben, einfach aus Gründen. Ja? Und können wir mal schnell kurz ein bisschen, aber so 2-3 Minuten und dann spielen wir das letzte Kapitel. Okay? Jetzt trinkt einmal jeder, holt sich was zum Essen von mir raus, geht bieseln, wisst ihr wie es ist. Holy fucking shit, was ist das bitte für ein Spiel? Gebt's bitte die Leute, egal... Pause. Ich sag dir mal Pause, Alter! Ich hau dir gleich einen Anzug, wenn du Stepper bist! In dem Fall ist jetzt Pause. In dem Fall ist jetzt Pause. Ja? Imagine, wir hätten den ersten Teil nie gespielt, wir hätten wahnsinnig was versagt. In dem Fall muss ich dir eigentlich so dermaßen fettes Danke ausrichten, dass du damals das Spiel requested hast, weil das hätte ich bis heute nicht angefasst. Ja? Ich hätte es, sagen wie es ist, das Spiel ist damals an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe es weder beim Bürger gesehen, noch bei sonst irgendjemandem. Ich habe gewusst, dass das Spiel in Existenz ist, ja? Aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass das Spiel so verdammt gut ist. Ja, und wenn du damals, da hast du jetzt angesprochen, ist mir scheißegal. Und wenn du da damals nicht gewesen warst, dann hätte man mir das Spiel nicht gespielt. Unter keinen Umständen. Was für dicke Steine! Für Wifi. Morgen gritschst mehr. Sei merci für deine 100. Oh, leck mich am Arsch. Also, ich hab mir ja schon so ein bisschen eingestellt, dass das emotional werden kann. Aber mir hat kein Mensch nicht gesagt, dass es so emotional wird. So haut das nicht. Ja,
Genau, Cher, komm jetzt vielleicht, jetzt habe ich ja vorher mal gesagt, dass ich das einmal erwähnen werde. Ich werde es, wie gesagt, morgen oder vielleicht heute Abend, eher morgen. Heute morgen habe ich keine Nerven mehr dafür dann noch. Ich werde es jetzt auch mal schnell kurz ansprechen, weil wir gerade Pause machen. Leute, schaut bei der Semcrowife vorbei, ja. Die hat morgen um 14 Uhr ihren allerersten Stream. Die Bazi Gang und auch sämtlichste andere Communities, egal ob es der Semcro Mike ist, ob es Marshall ist, ob es Fichterl ist oder sonst irgendwer, da haben einen Haufen Communities zusammengeholfen, dass sie 50 Follower erreicht, ohne dass sie jemals einen Stream gemacht hat und ihre Aussage war, wenn sie 50 erreicht, macht sie einen Stream. Das haben wir geschafft. Also ist morgen der Jubiläumsstream von der Wifi. Finde ich stark, dass sie diese Wettschulden einlöst. Ja? Und da schaut's bitte vorbei. Wer noch nicht bei ihr gefollowt hat, das darf mittlerweile die meisten da haben. Die tun's bitte noch und seid morgen um 14 Uhr bei der Semcrowife dabei. Bitte, Dankeschön. Wie gesagt, ich werde es morgen in der Früh irgendwann nur auf Discord ankündigen. Ja? Ausrufezeichen Discord, wer noch nicht drauf ist. Wenn da halt nicht mindestens ein Neuer mit draufkommt, dann friese ich am Besensamt, dann stehe ich. Außer es sind jetzt nur Leute da, die schon drauf sind. Ja, dann ist natürlich... ja. Ja, den alle kennen auch schon den einen oder anderen, oder? Spotty, danke dir, dass du einen Sunblocker in die Bazi Gang holst. Sunblocker, falls du da bist, bedanke dich bitte beim Spotty, erstens einmal. Und zweitens einmal, willkommen in der Bazi Gang und viel Spaß mit dem. Spotty, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für deinen Gifted Sub. Dankeschön. Ich rede nicht nur, ich ziehe schon durch. War schon immer so. Das ist aber ehrenhaft. Ja? Ich meine, man muss auch dazu sagen, du warst noch nie streaming-technisch unterwegs. Du bist zwar in Face Streams unterwegs, wo es auch sehr, sehr stark ist, support-technisch, aber sich selbst dann hin zum Sitzen und zum sagen, hey, ich mache da jetzt was, das musst du auch erst einmal machen. Ja? Macht nicht jeder. Von daher hast du da auf alle Fälle Props von meiner Seite und auch wahrscheinlich von sämtlichsten anderen Seiten. Jetzt muss ich der Frau Bazi mal schreiben, dass ich halber am Sterben bin, aber die wird schon sehen, ob ich um 11 Uhr bei der Nacht, wenn es heimkommt, noch lebe. So. Leute, sind wir bereit? Sind wir bereit? Oder sollen wir noch schnell 1-2 Minuten warten, bis wieder alle da sind? Grüße an Frau Bazi. Ich richte es ja dann aus. Alter, ich glaube, ich brauche ein Tiramisu auf den Schock. Ich werde halt ein Tiramisu brauchen auf den Schock. So ging es ist. Wenn du zu Wort kommst. Ja, doch. Schau. Ich komme schon zu Wort, keine Sorge. Wir haben ja flauschig beieinander, ja? So ist es ja nicht. Ja, klar. Klarer Fall, mehr Ja, weil ich bin ja halt, da ja ich jetzt sturmfrei habe und Frau Bazi ja erst um 11 oder halb 12 Uhr heimkommt, weil die beim Tennis im Verein bei einem Halloween-Event aushilft, als Betreuerin sozusagen für Kinder, muss ja ich selber schauen, wo ich mein Essen halt herbringe. Und ich werde mir noch eine Pizza bestellen und da wird es wahrscheinlich heute mal ein Tiramisu mit dazugeben. Richterlich, vielen lieben Dank für deine 69. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ein Schnaps halt gebe ich mir heute auch noch, wenn wir fertig sind. Ja. Boah, lecker. Ich hab noch Jackie im Kühlschrank von meinem 30er. Oh, Wifi, das war jetzt eine schlechte Aussage. Eieiei, ich glaube, heute brauche ich einen Jackie. Es ist zwar in der Dosen, aber ist ja wurscht. Naja. Es warten 2 Dosen. 2 Dosen warten es eigentlich. Tiramisu und Jackie, dir geht's gut heute. Ich glaube, ich schlafe heute gut. I see einen Stammtisch incoming. Ja, es kann durchaus sein, dass er mir noch in Discord, wo ich sein ist, jetzt ein Stammtisch. Das kann durchaus sein. Wenn ich nicht emotional komplett kaputt gehe jetzt noch. Ja, weil ich glaube, dass es noch schlimmer wird. Also emotional gesehen. Ja? So. Freunde, jetzt tun wir weiter, okay? Wir haben jetzt das letzte Kapitel, das zeigen wir jetzt durch. Ich bin jetzt mag ich es aber auch wissen, gell? Jetzt mag ich es aber auch wirklich wissen. Wie die Schore da jetzt ausgeht. So. Gut, an Hugo sollte man finden, hat es geheißen, meine ich. Ich soll ja vielleicht nur dazu sagen, ja? Ist zwar jetzt komplett off-topic, ja? Komplett off-topic. Ich habe gestern,
keine Ahnung, was für ein Teufel mich da geritten hat, aber ich habe gestern bei OBS geupdatet. Ja, und was soll ich sagen? Normal sollte ich jetzt einen Kopf an meinen Tisch haben, ja, damit sie auch wirklich, ne? Ich habe keine Schwierigkeiten gehabt. Schau, wenn selbst der Dev geschubst schreibt, ja, wenn selbst der Dev das Emote geschubst hernimmt, dann wisst ihr, was für Auswirkungen unsere Community hat mittlerweile, ja? Auf in den letzten Akt. Wenn ich noch einen Jackie von meinem 30er im Kühlschrank, da war es quasi gar nicht alt worden, meinst. So, letztes Kapitel, Freunde der Sonne. Warte mal, hab ich jetzt Dingens? Sind nicht geswitcht? Ja, hab ich. Okay, nice. Dann gehen wir weiter da. So, danke fürs Warten. 3 Schnitzelsemmeln auf den Schock. Gut, dann gehe ich wieder rein. Kein Problem, danke dir dafür. Ich schreibe, wenn wir fertig haben. Auf euch. Ja, imaginär auf eng alle. Ja, okay. Der wäre jetzt zähflüssig. Ah, Schnaps wird nicht schlecht. So. Es ist, glaube ich, ist eine Vermutung, aber ich meine, dass dort Immobilien billig hergingen jetzt. Das sind sie jetzt auch. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja, da lebt jemand seinen Traum. Er lebt ein... nein, ich kann nicht singen, vergiss den Fall. Was ist denn jetzt schon wieder? Mal sehen, was sich machen lässt. Ja, wir haben heute auch ungefähr gar nichts mehr gefunden. Wie denn auch unter die Ratzen? Kannst ja nichts mehr finden. Schnaps desinfiziert. Oh ja. Hey, sieh mal, wer überlebt hat. Ja, die Mauer wahrscheinlich, oder? Oh, eine Blume. Eine Nelke. Die erste Blume, die mir Hugo gebracht hat. Kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt die Nelke wird's ausreißen. Die Blume zaubert sicher ein Lächeln auf sein Gesicht. Was zur Hölle? War er das? Er ist nun eins mit der Makula. Wir gehen da also wirklich rein? Es tut mir leid. Schon gut. Ich hatte meinen Spaß, denke ich. Und mein Boot ist sowieso ein Wrack. Doch sag mir, können wir es aufhalten? Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber das wird da unten bestimmt schwierig. Hör zu, Voll. Ich gehe. Ich bin die... Amicia, wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also... Gehen wir rein. Wäre aber massiv was dagegen haben, wenn's mich fragst. Ja, natürlich, das war so klar. Das war so klar. Ich bin am Leben. Ich bin... Also jemand ist jetzt auf irgendeinen Spieß gefallen. Okay. Du lebst. Ich hätte jetzt gemeint, die hat sich aufgespießt. Ja. Ist es gebrochen? Nein, nein. Es ist nur... Geht es euch gut? Sophia ist verletzt. Ich versuche euch zu erreichen. Nicht bewegen. Sag ich doch. Ich bin nicht gemacht fürs Festland. Fürs Fliegen auch nicht, wie du siehst. Entschuldige. Nein, bitte.
Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa. Eine Legende ohne Seeleute, ha? Das ist traurig. Geh und komm mit ihm zurück. Wir sehen uns unter der Sonne. Ja, drüber ist er schlecht. Geh weiter. Hugo ist ganz nah. Ich muss erst Lukas finden. Fürs Protokoll, wenn ihr mal irgendjemand in den Ozean einen riesigen, fetten Kokon seht, keine gute Idee, da hinzugehen. So. Also die Knie jetzt so, der war doch da oben, oder? Wir kommen dich holen. Ich weiß. Los, geh. Bist das wirklich du? Schaut aus, wie wenn da der Mond runtergefallen wäre. Hey! Und Sophia? Sie kann nicht laufen. Bleiben nur wir beide. Wir können es noch schaffen. Siehst du das Mauerstück da unten? Die Ratten umgehen es. Treffen wir uns dort? Ja! Moment! Ein Fehler und... Ich weiß, aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Oh na! Na gut. Bereit, wenn du es bist. Keine Sorge, ich folge dir. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da mit zu, oder was? Jetzt! Du meine Güte! Lauf, lauf, lauf! Ah! Es hat geklappt! Ja! Wir müssen die Mauerreste erreichen. Verstecken, warten und weiter. Ja! Nach dir! Alles klar. Jetzt! Ja! Ah, schneller! Wie wir jetzt hier, ob wir da richtig haben? Ich bin hier! Los! Oh, Vorsicht! Das Tor scheint zu klemmen. Natürlich geht jetzt das Tor auf. Bist du bereit? Danke schon. Sie kommen. Na los, macht schon. Na bitte! Jetzt! Nein, nein, nein! Oh, das wird kreislich eng, das wird... Oh. Nein, nein, weg da! Los, los! Bin bei dir! Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Oh, scheiße, wird das knapp. Leg mich am Arsch. Die nächste Mauer ist da unten, okay? Lukas, das Dach! Ich sehe es! Oh, mein Herz! Ja, du hast wenigstens kein Echtes. Jetzt müssen wir da hinten hin wahrscheinlich, oder? Oh, es ist noch verdammt gut gemacht, hey. Na schön! Da! Lauf! Bitte lauf! Die Mauern müssen halten! Komm schon, Lukas! Bin bei dir! Nein! Die Brücke, schnell! Ah, das schaffen wir nicht! Doch! Lauf! Ja! Ja! Wir sind da! Wir sind in Sicherheit.
Wie lange? Er ist da, Lukas. In Reichweite. Also sollte unser Welt, was die Frage, ob es einmal untergeht, braucht man uns ja eh nicht stellen, das ist ja mir völlig klar. Aber wenn es untergeht, dann bitte so, dass keiner mehr was mitkriegt. Ja. Sieh dich an. Unter einer Decke versteckt. Als wärst du traurig. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Da drin muss einiges los sein. Was wird uns... Nicht nur du, Jerry! Schwer zu sagen. Vielleicht ein riesiger Tiegel, in dem die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen. Die Visionen des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf, verändern die Welt. Es ist die letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Na schön. Hol tief Luft. Schreit nach Bosskampf. Hoffen wir es mal nicht, weil es gibt eigentlich nur noch einen, der wo theoretisch Boss sein könnte. Außer der andere Schwellschädel hat überlebt. Lukas! Lukas! Ist der einer jetzt? Hängen geblieben oder was? Ah, haut doch ab jetzt! Lukas! Oh Gott! Der kann doch jetzt nicht weg sein, das gibt's ja nicht! Wo bist du? Alles dreht sich. Konzentration. Erst Hugo finden. Das gibt's ja nicht, wo ist denn da jetzt der Luke? Das kann nicht sein, der hat noch miteinander runtergerutscht, Hand halten. Verstehe die Frage nicht. Der kann ja nicht spurlos verschwunden sein. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Dark Souls 3. So ein bisschen. Hugo, ich bin's! Ich bin am Leben! Ich bin hier! Wo bist du? Oh Gott, wer steht denn da? Was ist das? Nein, unmöglich. Was ist das? Boah, jetzt ist schon Mord. Der Start. Hä? Ein Phönix. Hier. Wait a minute, die waren doch auf der Insel. Noch einer. Was ist hier los? Was ist hier los? Ist das eine Halluzination? Was ist das für ein Ort? Also so stellen wir buchstäblich die Apokalypse vor. So. Ja? Nix mehr lebendig, kein Sonne mehr, alles verstaubt und vernebelt und vergift. So stellen wir da buchstäblich die Apokalypse vor. Phönixe. Sie bedeuteten etwas. Sie zeigten den Weg. Sie führen bestimmt zu ihm. Verliere ich den Verstand? Die werden da irgendwie immer größer. Hugo, bist du das? Naturgesetze treten außer Kraft. Ja, halt dich daran fest. Hast du sie hergebracht, Hugo? Warum folgst du immer noch den Vögeln? Du warst das. Hugo! Oh, Gott sei Dank! Wo bist du? Ich bin hier. Ganz nah.
Ich sehe dich nicht. Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Vögel. Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia, aber es war eine Lüge. Nicht alles, nicht alles war gelogen. Es war eine Lüge, die den Tod brachte. Die Menschen haben ihn gebracht. Hugo, ich muss dich hier rausholen. Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert, aber nicht deine Gedanken. Ich versuch's ja. Ja, ich bin ganz ohr. Amicia, er ist hier irgendwo. Es soll man einen anderen Weg so, also nicht die Phönixe noch praktisch. Tu doch was. Tu endlich was. Weil du noch zurückblickst. Vielleicht dann in die gegengesetzte Richtung laufen. Und einfach mal random irgendwo hier rennen. Ah, so da wolle wir leben muss. So ist es richtig. Weiter so. Was ist mit mir? Ich fühle mich... Ich steck... Ja, ist doch jetzt gerade denkt. Und verängstigt. Aber ich bin bei dir. Ich tue, was auch immer nötig ist. Ich will dich sehen. Was ist das? Hugo, wo bin ich? What? The fuck is this? Die auch noch? Nein! Steh auf! Steh auf! Hugo! Oh, bitte! Was ist das jetzt? Was zur Hölle? Zurück! Ihr seid bloß ein Haufen Ratten! Ich verbrenne euch alle! Ihr wollt, dass ich weglaufe? Ich hol ihn zurück, hört ihr? Ich hab dich so oft kämpfen sehen. Keine Sorge, ich mach sie fertig. Du gibst immer noch nicht nach, oder? Entweder wir oder sie. Ich hab keine Wahl. Du hast eine Wahl. Doch die macht dir Angst. Es sind so viele, Amicia. Ist mir egal. Mir aber nicht. Es tut weh, dich so Ja, das sind ungefähr alle. wie früher. Als jeder Kampf zählte. Das tun sie noch. Jeder Einzelne. Bleibt weg. Das wäre... Nein, nein, nein. Ja, wie jetzt? Was? Was ist passiert? Nein, ich bin wieder zurück. Hugo, was habe ich getan? Du hängst in deinem Kopf fest. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Du schaffst das. Das werde ich. Ich mach's nochmal und werde dazulernen. Das muss nochmal funktionieren. Ich muss wieder zurück. Gehen wir mal die Steckerl noch, ja? Ein Weg raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Immer geradeaus. Dann kommst du ans Ziel. Na bitte. Es geht doch. Du lernst dazu. Halte durch. Halte durch. Oh, diese Dinger schon wieder. Dieses Mal machst du's besser. Das Feuerbecken hält sie nicht auf. Lass dir was einfallen. Ah, wait a minute.
du noch? Da kommen immer mehr. Ja, weil du sie brauchst. Du brauchst einen Grund zu kämpfen. Was meinst du damit? Kämpfen bedeutet, dass man gewinnen kann. Aber in Wahrheit ist dieser Kampf vorbei, Amicia. Du Warte musst mal. es akzeptieren. Was? Nach seiner Aussage noch soll ich gar nicht kämpfen. Du hoffst, dass du die Probleme wie früher lösen kannst. Genau wie mit dieser Flamme. Wenn dieser Kampf umsonst ist, wie halte ich ihn auf? Zeig ihnen, dass du es verstehst. Wie? Sie kriegen mich! Oh nein, verdammt! Nein, die verdammten Phönixe schon wieder. Ich glaub, dass man gar nichts tun muss. Verdammt, was machst du hier? Sei nicht so hart zu dir selbst. Es ist nicht einfach. Aber du Jetzt siehst bleiben wir jetzt einfach mal klarer. nur stehen. Du hast dazugelernt. Ja, ich beende es. Ich weiß. Du musst was tun, okay? Komm schon, ich muss zurück. Na los. Wir haben ja nur die Schleider. Muss man vielleicht auf sie zugeht, das kann vielleicht auch möglich sein. Ich hole ihn zurück. Oh. Ich bin auf dem Weg. Also gut, mach nicht nochmal denselben Fehler. Du musst vorankommen, diesen Kampf beenden. Nein, verdammt! Nein, verflucht! Du hast es fast. Ich versuche es ja. Es ist nur... Ein Teil von mir will einfach nicht. So ist es immer. Veränderungen brauchen Zeit. Ich lasse dich nicht im Stich, hörst du? Okay, na bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich machen soll. Also nicht kämpfen ist mir klar. Ich muss zurück. Ich muss es aufhalten. Sei tapfer. Nicht kämpfen ist klar, aber Ich bin auf dem Weg. ruhig kann ich nicht. Schnell. Die Ratten. Ich bin müde. Ich habe Angst. Angst, dass der Kampf zu Ende geht. Spiel hat dich dazu konditioniert. Mach das Gegenteil. Ja, nicht kämpfen, das ist schon klar. Ich bin konditioniert ist, im Feierstil bleiben und die Ratzen meiden. Das Gegenteil war einlaufen. Das hätte ich auch versucht, aber da ich kann nicht hinlaufen, tatsächlich. Beziehungsweise ich kann nur so weit laufen, bis Feier geht. Oder weg vom Feier. Ja, das Problem ist, ich kann nicht weitergehen, wie das Feier reicht. Ja, dass ich nicht angreifen muss, ist mir klar. Ja, das habe ich verstanden. Wo geht's hinten aussehen? Na, da geht's nirgendwo hin. Nein, verdammt! Das ist wahrscheinlich irgendwas ganz Simples. Das kann nichts brutal kompliziert sein. Ich denke wahrscheinlich gerade brutal kompliziert. Jetzt probiere mal was ganz anderes. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was sein kann, eventuell. Wenn es das nicht ist, dann darf es mir einen Tipp Warte geben. nur noch ein bisschen länger. Was war denn, wenn wir die Ratzen woanders hinlocken? Es geht ja schließlich auch.
So, weil wir haben ja nicht nur das Feuer, wir haben ja auch das Ablenkungsding. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Angst, dass der Kampf zu Ende geht. Ja, das bringt auch nichts. Nein, verdammt! Ich check's nicht. Ich check's nicht. Nein! Tut mir leid, Hugo. Das Ja, warte muss mal. es nicht. Du Moment. schaffst es, wenn du bereit bist. Moment. Du Ist wirst mich sehen, mir wenn du gerade noch was stark eingefallen. bist. Das ist Das probieren wir jetzt noch. Ich Das versuche es nochmal. Und zwar das so Gegenteil, oft, jetzt glaube ich glaube, es hat Klick gemacht. Ich glaube, es hat Klick gemacht, Freunde der Sonne. Ich bin mir jetzt fast sicher, dass das ist. Wenn es das nicht ist, dann müsst ihr es sagen, weil dann weiß ich es auch nicht mehr. bisschen länger. Die Ratten. Ich bin müde. Ich habe Wo sie denn, wenn wir das Feuer ausmachen? dass der Kampf zu Ende geht. Gut. Ich hab's verstanden. Es ist nutzlos. Ich gebe auf. Ich bin es leid. Ich bin es leid zu kämpfen. Bitte, ich muss dich sehen. Ich bin stolz auf dich. Wo bist du? Ich bin Hugo, hier. Komm! Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Ich hatte so Angst. Aber du hast es geschafft. Kannst du laufen? Ja. Weißt du, wie wir hier rauskommen? Ja, komm. Kann ich mir jetzt bitte endlich fertig Boxbolt nicht mehr hin? Jetzt schauen wir schnell, was hier geschrieben hat. Tipp, die Spieler, die versuchen, oder weg vom Feuer haben wir auch noch. Hab doch geht. Du hast bei den Ratzen mehr Auswahl an Munition, okay. Feuer löschen, ja, okay. Die Wi-Fi, die ist auch drauf. Die ist auch drauf. Im Gegenteil von Feuer war Wasserbrett. Gut kompliziert. Feuer, ja, es war Feuer ausmachen, tatsächlich. Ich hab mir's dann gedacht, Kämpfer bringt nichts, Kämpfer tust halt mit Feuer. So, und dann hätte ich vielleicht gedacht, dass du die umlenken musst, dass du gerade durchlaufen kannst, hat offensichtlich auch nicht funktioniert. So, Teer bringt nichts, weil Teer und Feuer spielt ja in einer Kombi, also hat's eigentlich nur ein Feuer löschen sein können. Verlassen wir diese Hölle. Egal wie. Amicia, ich dachte, du wärst tot. Wirklich. Ich weiß. Ich fühlte mich völlig allein. Also machte ich einen Fehler. Hugo, wir haben alles versucht. Wo ist der Lucke? Das alles ist ein großer Fehler. Viele Menschen sterben gerade. Ich spüre es. Und das ist bloß der Anfang. Verlassen wir diesen Ort. Wir können es aufhalten. Wir finden Mutters Haus und leben. Wir werden leben. Aber wir haben es verdient. Dieser Ort kommt mir vertraut vor. Der Ausgang ist ganz am Ende. Guten Oh, Tag. haben wir jetzt Kann Flashbacks. ich etwas für euch tun? Hallo. Wir kennen uns schon. Hey, was geschieht mit dir? Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid. Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht. Ich bin das. Wie? Ich sehe keine Ratten. Das ist der Fehler. Das ist, was aus mir geworden ist. Wir müssen hier weg. Komm. Wir müssen es in Ordnung bringen. Wir finden schon eine Lösung. Doch erst müssen wir hier raus. Ja. Sieh sie dir an. Das passiert aber gerade nicht wirklich. Ich mochte diesen Ort. Und die Leute. Du musst es aufhalten. Ich kann nicht. Konzentrier dich. So wie früher. Hast du das schon vergessen? Das sind die ganzen Orte, wo wir schon mal waren. Makula steckt dahinter. Ich bin jetzt die Makula. Ich. Was?
Nein! Du wusstest, es könnte geschehen. Es ist zu spät. Nein, nein, nein! Ich lese zu, dass die Makula mich einnimmt. Das ist das Ergebnis. Ich weiß. Tun wir etwas. Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben. Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen. Hugo, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia. Nicht nur sie, auch alle anderen. Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer. Ist das Ende? Nicht ganz. Wir haben eine Chance. Eine letzte Chance. Sag schon, ich tue alles. Ich glaube, du weißt es schon. Ich Nein, wehe! Auf, um die Makula aufzuhalten. Hugo, das kannst du nicht verlangen. Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde. Du bist kein Monster. Das werde ich aber sein. Wenn ich alles töte, was ich liebe. All die schönen Dinge. Ich verstehe, aber... Bitte, Amicia. Ich versuch's. Na gut. Was jetzt? Hugo, wo bist du? Wo bist du? Tut mir leid, aber du bist jetzt bereit. Bereit, alles zu retten. Bereit? Wie kann ich dafür bereit sein? Ich weiß, aber ich kann mich nicht selbst aufhalten. Du musst mir helfen. Hugo. Ich liebe dich. Ich war glücklich mit dir. Leb wohl, Amicia. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Aber wenn du fort bist, bleibt mir nichts anderes mehr. Ich werde allein sein. Ganz allein. Ich kann nicht. Wo kommt denn der jetzt her? Lukas. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh nein. Kannst du aufstehen? Ja. Da ist er. Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Amicia, wir sind da. Ich weiß.
Brauche ich nichts sagen dazu. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie sprachlos. Ohne Witz. Noch nicht vorbei. Für mich hat es aber gelungen. Und ich vermute mal für euch auch. Die Leute habe ich dir. Ein Jahr später. Schöne Gegend. Es wird mit jedem Mal höher. Sophia, du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Willkommen in deinem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Ich schätze schon. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Schon gut, gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also, was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh, wie kommt's? Ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, wir legen morgen ab. Gut. Sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Es wird kalt. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ja, optisch glaube ich, brauche ich nichts mehr sagen zu dem Spiel. Ich glaube, dass ich generell einfach nichts mehr sagen brauche zu dem Spiel. Und? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja.
Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Ich will Ihnen helfen, so wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Das riecht so gut. Und die Stille. Ja, ich werd's vermissen. Bald geschafft. Jungs, das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Es wird schon alles gut. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Da ist eine Gegend. Wie fertig war mit dem Spiel, bin ich auch erst mit 30 Minuten da gesessen und hab nicht gewusst, was ich muss. Ich bin emotional komplett gebrochen. Merkt man bestimmt auch, ich bin fertig. Komm schon, du schaffst es. Ich bin's. Ich komme rein. Oh, jetzt tritt nicht noch, bitte. Schon gut, keine Sorge. So ein Adlernest. Jetzt kommt noch der emotionale Tiefschlag, weil ich gelangt ja noch nicht. Meine Eier haben durch. Aber ich spüre keinen Tiefschlag mehr. Hey. Die sind zum ersten Mal hier. Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden.
Ich wusste nicht, ob ich bereit bin. Aber Sophia ist hier. Verzeih mir. Wieso ist das so schwer? Red Delay, merci dir. Was? Merci, Vistosa. Hielten stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest. Alles, um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Und ich werde nicht vergessen lassen. Jetzt sagt er was dazu. Donna, ich hab... Erst einmal habe ich dir, du bist zum ersten Mal da. Schön, dass du reinschaust. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Du kannst mir jetzt, weiß ich nicht, einen Text da an meinem Bildschirm kleben, den was ich oberraten soll. Ich bringe jetzt nicht hin. Kommt da jetzt nur mal was, oder wie? Oder ist das jetzt tatsächlich das Epilog? Aber Donna, ich hoffe, dass es dir gut geht. Jetzt kommt nur ein Hint. Okay, dann warten wir noch schnell. Was waren das? Was waren das für 3 Stunden? Was waren das? Was ist die letzten 3 Stunden passiert? Bahn frei für Teil 3. Ja, es ist schon gehintet worden, dass der 3. Teil kommt. Du kannst. Ich bin mir fast sicher. Also eigentlich hätte ich gesagt, dass das Game of the Year wahrscheinlich God of War werden wird. Ja. Da müssen wir uns überraschen lassen, was da kommt. Aber ich lehne mich jetzt einfach aus dem Fenster und sage einfach fucking no chance, dass das storytechnisch an dieses Spiel anreichen kann. Soll nicht heißen, dass God of War scheiße ist, soll nicht heißen, dass God of War schlecht wird. Das wird auch gut werden, das wird bestimmt bahnbrechend werden, God of War, aber ich glaube nicht, dass God of War storytechnisch an diese Achterbahnfahrt ohne reichen kann.
was dieses Spiel angeliefert hat. Ich sag ich nicht. Ich lass mich dann gern eines Besseren belehren. Überhaupt kein Thema nicht. Und ich freue mich auch wahnsinnig auf God of War in 2 Wochen. Und mir wird man das genauso suchteln, wie wir jetzt Plague Tale gesuchtelt haben. Aber ich sehe keine Chance, wie God of War storytechnisch an dieses Spiel anreihen soll. Shiva ist gerade zum Schmuren gekommen, die denkt ja, die merkt wahrscheinlich, dass du emotional ebenfalls gerade einen Trümmerbruch durchstehst oder durchstehen musst. Ich brauche jetzt einfach ein paar Minuten, um das einfach mal sacken zu lassen, weil ich out mich jetzt, ja? Ich out mich jetzt, okay? Auf eine Art und Weise, wie es vielleicht jetzt nicht männlich ist, okay? Aber es ist menschlich. Ich hab in der Situation, wo wir einen Hugo hops nehmen haben müssen, ich hab mit den Tränen gekämpft. Ohne Scheiße, ich hab mich richtig zusammenreißen müssen, dass ich jetzt da vor der Kamera, vor eng, nicht in Tränen ausbrich. Und das, wenn ich eng sag, dass ich nicht einmal auf der Beerdigung von meiner Oma bläht hab, dann wisst ihr, wie heftig das Spiel mich jetzt berührt hat. Da könnt ihr jetzt von mir halten, was ihr möchtet. Ist mir scheißegal, aber holy fucking shit. Ich erwarte, dass diese Entwickler so dermaßen mit Geld zublosen werden für das Spiel und mit Auszeichnungen gekrönt werden und was weiß ich nicht alles. Weil dieses Spiel ist... Ich hab gemeint, dass Elden Ring gut ist. War auch gut. Aber das ist eine ganz andere Liga. Dieses Spiel ist eine ganz andere fucking Liga. Es geht weit über das aus, was ich jemals gespielt habe. Ohne Witz. Da übertreibe ich jetzt nicht. Für die da jetzt seit Anfang an mitgeschaut haben, die können es nachvollziehen. Der YBO hat es selber gespielt. Der kann meine Situation als Spieler jetzt nachvollziehen, wie es ist. Aber er hat es ein paar Tage vorher schon selber erlebt. Und ich hab das nicht unterschätzt. Ich hab das nicht gemeint, dass das so krass wird. Ich hab beim Spielen die letzten 20 Minuten nach dem Hugo sein dort an. Es ist einfach krank. Es ist einfach, wie das Spiel das schafft oder geht. Es war ja beim ersten Teil schon so. Es war beim ersten Teil schon so, dass sich die Atmosphäre und die Stimmung unfassbar auf den Spieler niederschlägt. Und das war eigentlich schon wirklich Oberliga, was da die Entwickler abgeliefert haben. Aber das ist geisteskrank. Das ist absolut geisteskrank. Ohne Scheiß. Du kannst an jeden Grafikbug vergessen, den wo das Spiel hat. Ja, das hat's. Das kann man auch mal erwähnen. Beim YBO waren scheinbar Game-Breaking-Bugs dabei. Das ist scheiße, brauchen wir nicht reden. Aber im Verhältnis, was ich an Spiel krieg, das ist, also... Da diskutieren wir gar nicht. Da diskutieren wir gar nicht. Wenn ich jetzt da überspringen tue, ist dann der Hint auch weggert oder... Ja, wobei wahrscheinlich ein Credit jetzt eh gut. Das glaube ich, es war eh ganz gut, dass wir die angeschaut haben, dass sie mir jeder... Somit haben wir eine Ankündigung zum 3. Teil. Es wird also eine Fortsetzung geben.
Ja. Ich muss jetzt die Spätzung machen, weil ich sonst einen Vogel krieg, ehrlich. Okay. Ich frage jetzt gar nicht. Mir geht Stimmflöten. Ich frage ihn jetzt gar nicht, wie ihr das Spiel gefunden habt, weil das auf der Hand liegt. Beziehungsweise glaube ich, dass keiner momentan in der Lage ist, der wo jetzt von Anfang an dabei war, überhaupt irgendeine neutrale Meinung dort sich bilden zu können, weil, wie gesagt, das Spiel bricht die emotional so gottlos in der Mitte auseinander. Da kannst du noch so gestanden sein und da kannst du noch so viel gewohnt sein. Das Spiel geht einfach her und bricht deine Emotion wie ein morschen, dünner Stecker in der Mitte auseinander. Also es ist schon unfassbar. Unfucking fassbar. Was die letzten 3 Stunden oder die letzten fast 3,5 Stunden abgelaufen ist. Das kannst du eigentlich nicht erklären. Das wird ich morgen noch nicht begreifen, was da passiert ist. Achterbahnfahrt trifft es absolut, ja. Also mir war ja bewusst, dass das emotional wird. Das war mir klar. Und mir war auch klar, dass der eine oder andere noch sterben wird. Ja, der wo uns vielleicht ein wenig näher steht. Ich habe mich schon darauf eingestellt. Ja. Aber ich glaube, damit hat keiner gerechnet, dass am Ende der Hugo stirbt. Also ich zumindest nicht. Ich habe tatsächlich so ein bisschen an ein Happy End geglaubt. Vor allem nach dem, was gestern alles passiert ist. Ja. So von wegen, solange die Hüterin beim Makulaträger bleibt, dass alles gut wird. Ja, ja, am Arsch, haben sie dann die Entwickler denkt. Und das Schlimme ist ja, allein die Szene, wie sie das inszeniert haben, ja, dass du quasi, du bist da voll in der Szene drin, du hörst, wie Amicia wirklich in Tränen ausbricht und blärt und was weiß ich was. Und dann stehst du da mit deiner Schleider und musst dein eigener Bruder umbringen, damit es besser wird. Das war so ein gottloser Tiefschlag, dass es nicht mehr schön ist. Mama war ja schon schlimm. Ja? Aber, also einfach, nein. Da sag einer was. Jetzt, so kurz danach. Das geht einfach nicht. Ja. Es war eine verdammt intense Reise. Emotional, optisch, storytechnisch. Also alles in einer anderen Liga. Optisch, okay, gut, da spielen andere Spiele natürlich auch mit, logisch. Aber das emotionale Feeling, was du kriegst, und die Story, die du da durchlebst. Ja, du spielst das nicht, du lebst die Story dadurch. Du wirst so eingesaugt in das Spiel. Ich kenne sowas eigentlich nicht. Das Requiem, Mehrzahl der Requiems österreichisch, auch die Requiem liturgisch, auch Sterbeamt oder Seelenamt ist in der römisch-katholischen und in der Ostkirche die heilige Messe im Gedenken an Verstorbene. Gut, dass wir nicht googelt haben. GG an die, dass du das durchgehalten hast. Ich weiß nicht, ob ich weiterspielen hätte können. Ja, wie gesagt, nachdem wir nach Marseille gekommen haben, wo der andere gestorben ist, praktisch, oder besser gesagt, wo wir den Glatzkopf umgebracht haben, da ist dann tatsächlich zäh geworden, so emotional jetzt. Aber so richtig krass war es dann mit dem Hugo. Da war ich dann wirklich so kurz davor. Du warst doch der Mom schon fertig, ja. Aber hey, das ist ja das Heftige. Du sagst das, wie der Mama Kehle aufgeschnitten wird. So, und dann bist du erstmal. Dann denkst du erstmal, es kann ja eigentlich nicht schlimmer werden. So, aber im Vergleich dazu, wie der Hugo mit das gewesen ist, da ist Mama irrelevant. Also jetzt, ne? So praktisch base gesagt. Ja? Der Tod von der Mama wirkt irrelevant im Vergleich zu dem, was am Schluss passiert. So. Das Spiel braucht eigentlich eine Triggerwarnung. Ja, eigentlich schon. Weil eigentlich müsste jetzt ich verstehe, was du meinst, aber dann kannst du dir ja vorstellen, dass vielleicht ein wenig spoilert wird, dass das ziemlich tragisch wird.
So. Aber ich verstehe deinen Punkt, was du meinst. Und übermorgen ist Allerheiligen. Mhm. Man stelle sich vor, mir hätte man das an Allerheiligen gespielt. Aber mir bleibt einfach nichts anderes zum Sagen. Da kannst einfach nur klatschen und da müsst ihr jetzt 3 Nächte durchklatschen, weil es dem nicht gerecht wirst. Das Spiel ist ein absolutes Übermeisterwerk in allen Bereichen. Wie gesagt, die Bugs hat's, ist auch scheiße, dass es hat, oder was heißt scheiße, es soll nicht sein, dass es hat, aber für das, was das Spiel zu Release abliefert, das ist nicht nur zu Release, das ist einfach baumbrechend. Also, und das nach wie vor von einem kleinen Entwicklerstudio. Ja? Wir reden da jetzt nicht von irgendeinem großen Entwicklerstudio von Sony. Und das muss man sich eigentlich einmal vorstellen, dass Spiele von großen Entwicklern teilweise nicht einmal annähernd da ankommen. Ja? Die bauen, dass da teilweise Spiele ausgehauen werden, die wo so dermaßen ein Pfusch sind, dass du als Entwickler eigentlich schauen musst, dass du das überhaupt verkaufst. Ja? Zum Beispiel fällt mir halt jetzt einfach nur ein, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ja, Cyberpunk, wie das zu Release gekommen ist, da sollten sie zusperren für sowas. Ja, weil so einen Schund auf den Markt bringen. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel. Ja. Aber wenn man mal überlegt, dass das Entwicklerstudio sehr, sehr klein ist, ja, und da sieht man einfach mal, wo die Leute eine Arbeit machen dürfen. Ja, weil wenn die Creative-Entwickler eine Arbeit machen dürfen, und das haben die bei Blocktail offensichtlich, dann kommt genau sowas raus. Genau sowas. Und ich traue mir auch wetten, was heißt wetten? Ich behaupte es einfach. Ja? Da ist, wie gesagt, das ist nur eine Meinung von mir, aber das ist seit Jahren das beste Spiel. Ohne Wenn und Aber. Wenn man so Genres mag. Ja? Haben wir vor ein paar Tagen schon mal gehört, wenn einer so ein Spiel nicht mag, ist ja das wieder auf einem ganz anderen Zettel. Ja? So wie wenn heute einer zu mir sagt, Call of Duty, bestes Spiel überhaupt, dann sage ich, du hast wohl einen Vogel. Ja? Weil ich halt keine Shooter spiele. Das Thema haben wir schon mal gehört. Ja? Aber für mich ist das seit Jahren das beste Spiel, was rausgekommen ist. So klar ist auch so, wo auch nicht mehr die haben für den neuesten Flight Simulator verantwortlich. Ja, aber in Relation zu anderen Entwicklern. Jetzt hoffen wir nur, dass er auf dem Level bleibt und nicht der dritte Teil verkackt wird, weil sie haben die Latte jetzt selber schon ganz schön hochgelegt. Das wollte ich, gut, dass du das noch jetzt erwähnst, das war jetzt fast untergegangen. Da sage ich jetzt noch einen Satz dazu und ich darf sagen, dann verlassen wir den Stream halt alle geschlossen. Ja? Weil ich glaube, es braucht jetzt jeder, einschließlich mir, ein bisschen Zeit zum Oberkämmer durch diese emotionale Achterbahnfahrt. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, noch einen dritten Teil zu bringen. Weil, ich sage Ihnen ganz genau warum. Die Story an und für sich war ja jetzt zu Ende erzählt. Ja? Es ist für die Amicia, die hat alles verloren, was sie hat. Die hat ihren Bruder verloren, die hat ihre Mama verloren, die hat ihren Papa verloren. Ja? Sie lebt alleine, sie ist Waisenkind jetzt im Endeffekt. Ja? Die Story an und für sich ist zu Ende erzählt. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. Wenn ich jetzt random hergehe und sage, okay, weil das hat ja die Amicia auf dem Weg, wenn wir zugehört haben, hat sie ja gesagt, sie möchte noch einen anderen Makulaträger suchen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es so eine gute Idee ist, ob du die Story so gut weitererzählen kannst, wenn das auf einmal mit einem anderen spielt. Ja, das ist Punkt A. Und Punkt B, die Endszene, es waren Steckelschuhe, was man da gehört hat. Ich weiß nicht, ob ihr es im Stream auch gehört habt, aber da waren Stöckelschuhe. Das heißt für mich, es muss relativ in der Neuzeit spielen. Das ist natürlich jetzt nur eine Theorie und auch nur Gemunkel. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Schritt ist, da wo man dann sagt, da wird die Reihe kaputt gemacht dadurch. Ja? Natürlich werden uns wir einen dritten Teil anschauen, wenn er rauskommt. Das steht auch außer Frage. Ja? Aber meiner Meinung nach war es jetzt am Gescheitern, dass die Entwickler hergegangen waren und hätten gesagt, so und hier ist Ende. Ja? Diese Serie hätte Legendenstatus mit dem zweiten Teil. Diese Serie wird wahrscheinlich lange, lange unerreicht. Aber das müssen wir abwarten. Wie gesagt, das sind jetzt nur Mutmaßungen und Vermutungen und Theorien und wie auch immer. Es wird ohnehin 3-4 Jahre dauern, bis das der Nachfolger kommt. Ja? Aber wenn er kommt,
Wenn er kommt, dann hoffe ich natürlich, dass der genauso abliefert wie der Teil jetzt. Obwohl, und das hat Wifi schon geschrieben, diese Messlatte unfassbar hoch ist. Das zum Toppen, das wird nicht einfach. Ja? Das haben wir bei anderen Spielen schon erlebt. Ich bin auch auf den nächsten From Software-Titel gespannt, wie der Elden Ring toppen möchte, weil, ne? Aber da müssen wir abwarten. Jetzt haben wir erst einmal emotional komplett bedient. Ja? Alle, die wo aktiv oder halt generell zugeschaut haben. Und das lassen wir jetzt einfach einmal sacken die nächsten Stunden. Ja? Freuen wir uns, dass das Spiel so gut geworden ist. Noch besser als der erste Teil. Vielleicht der eine oder andere, wenn ihr es schon überlegt habt, spielt es selber. Ja? Ist nochmal ganz was anderes wie zuschauen, kann ich auch versprechen. Aber das Spiel hat wirklich alles Positive verdient, was in der Gaming-Branche und alles, was damit zusammenhängt, was es da gibt. Mehr sage ich dazu nicht. 800 oder 900 Jahre waren zwischen 1. und 2. Makula. Ich glaube, im 6. Jahrhundert war der 1. und im 13., besser gesagt im 14. Jahrhundert war quasi Plague Tale gespielt. Also um die 700 Jahre. Circa. Gut. Naja, jetzt kommt halt nach der Story, neuer Makula-Träger geborgen. Amicia macht sie auf die Suche nach dem. Ja, genau. Das kann ich jetzt nicht mehr selber spielen, nochmal das durchleben. Ich kann es verstehen. Ich sag's euch, wie es ist, das kann ich verstehen. Ich werde es auch lang nicht mehr spielen. Nicht, weil ich scheiße finde, sondern einfach, weil ich glaube, ich meine, dann könnt ihr mehr liefern. So. Aber gut. Aber wie gesagt, ich sage jetzt einfach einmal GG und Props an alle, die wo an der Entwicklung beteiligt waren. Ich sage auch GG an alle, die wo jetzt das mit ausgehalten haben, die wo das ganze Projekt mitverfolgt haben, die wo auch andere Projekte mitverfolgen, die wo nahezu immer da sind oder halt nur ab. Ist eigentlich scheißegal, ob sie ja immer oder ab und zu oder halt selten da jetzt. Macht da keinen Unterschied nicht. Ja? Aber das Spiel ist. Leck mich am Arsch. Leck mich am fucking Arsch. Prinzip Meisterwerk und GG an den weltbesten Basis und danke für die unfassbare Reise und danke an euch fürs Miteinanderleiden. Mehr, glaube ich, glaube, mit dem können wir einen Deckel drauf haben heute. Naja, 700 Jahre, also von 1300 bla 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 bis plus 700 2000. Ja, haben wir, wie gesagt, müssen wir abwarten. Schauen wir mal, was sie sich da überlegen. Inwiefern das gut wird oder auch nicht, das denken wir dann eh. Aber wie gesagt, die Messlatte ist halt schon extremst hoch. Na gut. So, Freunde, ich glaube jetzt für heute lassen wir es gut sein. Okay? Wir haben durch. Und ja, es war ein Herzpieper zum Hören. Also wird es in der Neuzeit spielen wahrscheinlich. Aber gut. War mega, danke dafür. Vielen Dank. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich kann nicht mehr sagen, also wir danken, dass da wart, dass das mitleidet, dass euch das gefällt, was ich da betreibe oder was ich da betrieben habe jetzt die letzten Stunden, Tage, wie auch immer. Folgendes, ich werd morgen nicht streamen, weil, wie gesagt, habe ich vorher schon gesagt, ich werde es noch ankündigen, weil die Wifi morgen streamt. Ich werde auch Dienstag nicht streamen. Wir werden am Mittwoch wieder durchstarten wahrscheinlich. Da spielen wir Spider-Man weiter. Das Projekt ist noch offen, das müssen wir auch noch fertig bringen, bevor God of War kommt. Wir werden wahrscheinlich die oder spätestens nächste Woche das Resident Evil 8 DLC noch durchziehen. Das dauert ungefähr 3,5 Stunden. Das werden wir an einem einzigen Tag durchziehen, damit wir in 2 Wochen für God of War und für Pokémon bestens gerüstet sind für die nächsten 2 Haupttitel in diesem Jahr. Okay? Wann's und wie es weitergeht, wie gesagt, voraussichtlich Dienstag sage ich dann im Discord noch, aber nicht mehr heute, weil heute gelang es mir, ehrlich gesagt. Genau, wir gehen jetzt zum Dampfe. Ja, der hat halt quasi mehr oder weniger sein Jubiläum, sein 750 Follower-Jubiläum. Der macht ein wenig eine Community-Zock. Spielt auch selber was. Verlost, glaube ich, auch 2 Tassen. Ja. Wer einen Dampfe noch nicht kennt, ist auch ein bayerischer Streamer-Kollege von mir, von uns, besser gesagt. Gerne mal einen Daumen da lassen, wer es noch nicht da hat. Auch ein sympathischer Kerl. Und gerade bei seinem Jubiläum ein bisschen Liebe da lassen. Ja? Gerade ein bisschen mehr Liebe, wenn es geht. Okay? Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitfiebern und was das wie es ist. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Ist halt Samstag. Schmarrn, heute ist Sonntag. Einen schönen Sonntagabend.
Vielleicht sitze ich noch random in irgendeinem Voice-Channel. Wenn es mich sagt, dann kommt es gerne dazu, dann können wir so noch ein wenig schmatzen. Und ja, ansonsten haut euch eine, kommt's ober vor allem und wir hören sie dann die nächsten Tage wieder, okay? Also, pfiat euch, auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.